Und jeder Heid, wo ist das erste Mal angekündigt? Natürlich nicht. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich weiß nicht, was da los ist, aber ja, jetzt geht's los. Verdammt, jetzt ist mein ganzer guter Witz kaputt. Da bin ich echt, warte, dann machen wir nochmal, warte. Dann machen wir nochmal. Jetzt warte mal. Muss ich da jetzt erst rausgehen? Ja, die können wir nicht mehr bringen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, haben wir... Skadudelmanudel. Einen wunderschönen Freitagabend wünsche ich alle miteinander. Kruzifix, wie viele Leute hatten da? Es waren schon 110 da, bevor ich überhaupt angefangen habe. Da wollte ich auf Stream drücken, auf einmal geht's nicht los. Und ich sitze so da und schmerz und wergelt und sehe irgendwie bloß Twitch-Nachrichten funktionieren und mein Video und da sehe ich wieder nichts. Ja, Kruzifix, Alter, bist du deppert. Und ja, die ersten, die sehe ich schon umeinander schreien. Er hat einen Greenscreen. Ja, ich hab meinen Screen habe ich mir geleistet. Ja, ich hab einen Greenscreen. Herr Bayer das haben sie sehr gut analysiert. Jawohl, hab ich mir gedacht, weißt du was, den leiste ich mir, den stellen wir auf. Wisst schon, was das ist? Wisst ihr schon, was das ist? Na, wenn ich da so in den Chat reinschaue, ne, dann sehe ich, haben immer noch dieselben Lost People da wie vor 5 Jahren. Was ist mit euch? Was ist mit euch? Sag. Was ist mit euch? Schau mal, wieso, erstens, Frage Nummer 1, wieso zur verfickten Hölle ist meine Fresse da so riesengroß? Nummer 2, was habe ich mir bei dem Chat da hinten gedacht? Nummer 3, heute vor 5 Jahren war der erste Gaming-Stream. Habe ich mir gedacht, das muss man kurz huldigen. Das gehört sich kurz gehuldigt. Ja? Und wer sich fragt, was zur Hölle hat er da an? Er ist erstens ein Ahnungsloser. Zweitens ein Ahnungsloser. Und drittens, warte mal. Ah ja, Stream Deck hängt wieder 5 Sekunden nachher. Passt schon. Hello everybody. Hobby! Events! 1 Bierger, 1 Montag. 5. Jahrestag der Gaming-Streams, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wer sich jetzt immer noch fragt, was ich da habe, ist drittens immer noch Ahnungsloser. Klar, mir jetzt wieder ein Resub, Timmy Boy, mir jetzt wieder ein Euro, Kuss auf die Nuss, Strength Cry, habe die Ehre. Halt Pokémon zur Bimmelung, das weiß ich noch nicht so hundertprozentig, was wir mir da heute rein. So, jetzt pass mich oben. Der Anzug ist mir ein bisschen zu klar, ich bin ein bisschen im Brennen gegangen. Wer ist das? Der Nexus! Halt drück, Vergangenheitsbürger! Mir ist wieder ein Resub, Kuss auf die Nuss. So, wer das ist, soll man wissen. Das ist der Totoro. Ja, klar. Und das da hinten ist offensichtlich als Resultat, wenn der Totoro ein Pikachu sein Mann zusammenfegelt. Ja? Darum habe ich 1 und 1 einfach einmal zusammengezählt und habe gesagt, das ist das Einzige, was dazu passt. Wir haben schon lange keine Scheiße mehr angehört. Zeit ist so. So, Björn, mir ist wieder ein Zirkel. Erster. Fast. Philipp, mir ist wieder ein Resub. Kuss auf die Nuss. So, grüßen wir mal einen Haufen rein. Habe die Ehre an. Den Lausbur. Und es ist immer noch genau dieselbe Scheiße wie vor auf den Tag, genau vor 5 Jahren. Ich bin einmal wieder du. Swartz geht nicht rein. Hallworld sucht kickt drittens. Sucht kickt drittens. Alles Gute für uns, dass du schon so lange. Ja, alles Gute für euch, ja. Das ist eine riesengroße Leistung, dass ich nach 5 Jahren immer noch da bin. Da bin ich ja. Da kann ich mir einmal selber auf meine geistig behinderte Schulter klopfen. Lausbur, das ist maßlos übertrieben und du weißt es. Kuss auf die Nuss, Dankeschön. Der Benedikt wird nicht angezeigt, Herr Volland, ich weiß nicht wieso. Offensichtlich hat die Mitgliedschaft schon wieder kaputt, keine Ahnung. Kuss auf die Nuss. Welcome to the Squad. Ab in den Chat habe ich den Herr Volland. Der Selbstspieler, der wird natürlich schon wieder angezeigt, wir wissen nicht wieso. Jetzt meine ich, ist der Daisy-Surfer hat sich ein bisschen gefangen. Langsam habe ich wieder etwas mehr Freizeit. Vielleicht ist tatsächlich der Tag gekommen, an dem wir uns mal irgendwelche Gedanken über Donation Alerts machen. Weil sie langsam, weißt du, sehen. Timber, nein! Nein! Servus, bin Nein! Grüße von mir da. Nein! Weil halt Leerzeichen, Nein! Leerzeichen, 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 Leerzeichen.
Ich nehme mir ein Nütchen Timmy, raus, Kasperlchen. Nütchenbox, nom nom. Merci dir. Lecker, Ist ja gut. Nuss, Erdnuss, Kokosnuss, nom nom nom. Hubers nom, Maxel, nom, merci dir, nom. servus zurück. Kuss auf die Nuss, jetzt grüßen wir einfach einmal gnadenlos in Haufen. Habe die Ärger an den Feierhand, ans müde Grau, an den Peter, an den Dendo, an den Metzger, an den Löbel, an den Abba, an den Weilmann, an den 1, 2, an den CSI Champ, an den Opa, Ich nehme an den Tom mir Whisky, an den ein Johnny, an den Marble Maniac, an den Nütchen Baby raus, 0815, an den Nütchenbox, Arthur, an die nom, Olivia, an den nom. Redman, an den Simon, an den Patrick, an den Meier, an den Erdnuss, an den Fenders, an den Sprengi, an den Simon, an den Basti, an den Maxi und jetzt scroll mal, weil ich sonst nichts mehr sehen kann. Was ist denn mit der? Colin, merci für den Fünfer. Bussi auf das Nussi. Alles Gute zum Wurftag Gaming Stream. Der Gaming Stream ist jetzt 5. Jawohl, Birgit. 5 Jahre später Mal schauen, bin ich immer noch wie da. das Game halt ist. Und Aber da gibt's kann im neue Totoro-Anzug Games von irgendwelche einem bunten deutschen Spiele Hersteller, spielen. Enshrouded, Besser wird's nicht. Boostes A auf den So, Plan. nochmal. Was das Austrian nochmal? Merci dir, Franz. Jawohl, Bierger, schauen wir, was das Game ist. Aber da gibt es einen deutschen Hersteller, Enshrouded, was ist auf dem Plan. Das habe ich auf dem Plan, aber ja, weiß ich noch nicht. Den 20er Teilsplan Spätzl. Das werde ich tun. Die Enshrouded habe ich selbstverständlich gesehen, aber ich kann ja sowieso nichts sagen dazu. Ich meine, wir haben Fragen gestellt in die ersten 10 Minuten, denn nach 5 Jahren kann ich ihm einfach immer noch nicht helfen. Ulbeck, merci für den Resub. Floke, merci für den Resub. Auf und Mittel. Da halt Pokémon mit Waffen gespielt wird, eine Frage zu Pokémon. Wer war der Starter? Bisam, Glumanda oder Shiggy? Bisasam! Weil ich mir denke, so Glumanda oder jeder, das ist einfach ein Feierdrache und der Shiggy ist einfach ein Schildkröten und dein Maul. Nimm einfach den, der am wenigsten auffällt, das war Bisasam. Hat das auch am Anfang Bisasam geheißen? Ich weiß nicht mehr. Ich weiß die 3 Namen von Bisasam leider nicht. Ja. Timson, merci für den Resub. Erin, merci für den Resub. Wer kommt jetzt nicht? Der Opa, merci für den Fünfer. Hau Tüttel und viel Spaß beim Sklaventreiben. Spaß beim Stinky Cheese. Sklaventreiben, Stinky Cheese. Da ist ein Stinky Cheese. Oh, das war nix. Hab ich den hingepfiffen. Der Birger Totoro. Sicher. Bisasam, Bisa Knoss und Bisa Floor. Sprengi ist ein absoluter Pro-Gamer, der kennt sich aus. Zur Not, fragt zu springen. Stunde, geil! Merci für Barco, wo ist Nusnu mit Pell Nummer 69? Hat die Nummern oder was? Ich weiß überhaupt nicht, was auf uns zukommt. Ich sag das, wie es ist. Ich hab mir genau 60 Sekunden lang einen Test geschaut und dann werde ich gleich ein bisschen was dazu sagen, wenn ich jemals zum Schmatzen käme. Servus, jetzt wieder ein Resub, Sturmler, kein Merci, Pitt! Stehen sie Omas nackt im Fluss und angeln. Sagt die eine zur anderen. Huch, da ist mir der glatt einer durch die Lappen gegangen. Hab noch Platz, dröhn! Stehen 2 Omas nackt Schlechte im Fluss Witzkasse, und angeln, einzahlen. sagt die eine zur anderen. Dein Zehner geht straight in die schlechte Da ist mir Witzekasse. doch Da geht er glatt einer hinein durch die Lappen und dann bleibt er drin. gegangen. Hab no Platz, trööd. Merci dir. Mr. Bier, merci dir. Das reimen sie. Haha, reimen wir uns da. Bitch. Alter, Deppen ist sowas von 2012. Also wie Harald Birger, die Geschichtsstunde geht. Bürger, die Geschichtsstunde gestern war leider nix mehr, brauchen nur Popcorn auf Das da ich so gut. Server. Das da ich so gern genauer erzählen, was da ist für eine Blödel-Scheiße gelabert worden ist, Alter. Ich bin 5-mal erschossen, 125 Millionen Backpack-Stacking. Komm hier mir auf. Meine Bübele. Ich hab schon leider in Computerspiele verarscht, da warst du in Abrahams Würstkessel. Verzeih mir nichts von 125 Millionen, 4 Granaten und ich hab einen Bierger 5-mal erschossen. So nicht! Wer ist jetzt dran? Hier schieben wir jetzt wieder ein Zug, aber der was werden diese oder sein? Pokémon und Mai. Pokémon geht immer! Also was ist nicht Pokémon, sondern Pokémon. Sollte man aber auch wissen. Schlutschi! Schöne Grüße in die Schweiz! Nimm da aus der Schweiz! CA. Küsschen an die zweiten Lieblingsnachbarn. Mila Mausi, merci für den Resub. Servus, Bier, viel Spaß beim Zocken. Hab schon ein bisschen was gesehen vom Spiel. Bin gespannt, wie du klarkommst. Ich bin einfach gespannt, was es ist. Es schaut mir an, als hätten 5 verschiedene Spiele ihr Kind gekriegt und das da hinter uns ist dann mit dabei rausgekommen. Ja, da sitzt der Gaby Elektro Totoro, sitzt auf einer Gatling Gun. Ja, besser wird's nicht. Was soll jetzt da sagen dazu? Mila, merci dir. Raiden, merci dir. Timmy Boy, merci dir. Sonntag, merci. Entführer mit Wortwitz. Ich habe eine Ute und eine schlechte Nachricht. Das ist aber gut. Das ist gut. Habe DRRRT vermisst. Franzl, merci dir. Kuss auf die Nuss. Vermisst haben wir nicht. Wo? Wir haben nicht weg. Ja, war nicht weg. Franzl, merci dir. 12 ist 2. Benedikt, Herr Volland, du bist gerade Member geworden. Der 10er hinten neu geschissen ist auch 2. Servus, der Hosenfall ist wieder back im Heisel. Der Hosenunfall. Was ist seit Oktober weg, oder was? Ja, so nicht.
Jetzt gibt es der Löwenzeit noch, darf ich dann noch mal irgendwas verzeihen, wie spätestens. Wir fahren um 10 Uhr zum Spenden, weil wir sonst nicht fertig werden. Ich sag das, wie es ist. Ich hab sowieso ein bisschen das Gefühl, dass das Spiel sehr ein Hardcore-Grind ist, dass wir mir nicht recht viel sehen werden im Stream. Ja, dann müssen wir jetzt 2-3 Mal spielen, werde ich nicht helfen. Also es ist ein riesengroßer Scheißdreck, dann trifft man uns auf dem Server in Daisy und schlägt im Gulag. Das man sonst, oder? Gruß aus Fabi! Arus. Larkus Manns am Start. Raute. Ich kann mich an den Namen erinnern. HMV, Krieg ich hin. Cent. Einfach. Meid übrigens, jetzt hört bitte mit den überdimensionalen Beträgen auf. Das war letzte Woche schon lächerlich genug. Und vorletzte Woche und letztes Jahr und überhaupt und sowieso. Raute, Bebe, Elefant. Ein paar merci dir. Belfort! Ja, das ist der gute Widdy, den kennen nur Pro-Gamer. Merci dir, das ist zu viel und du weißt es. Fabi, schöne Grüße, deine Versicherungsschreiben hat mir heute den Job gemacht. Opa geil, merci wieder ein Resub. Kuss auf die Nuss. Löwensepp, es fährt kein Schönes Ried im Rundinger Schlossbrett. Ich stelle keine Fragen mehr, ich bin mit einem Screenshot befriedigt worden. Foxy! Eins für dich, eins für ein Perl. Viel Spaß. Trivia Nummer 69. Lavender ist dafür bekannt, sich gern auch mit Menschen zu paaren und hat ein Herz im Schritt. Das heißt, das war kein Witz. Naja, dann auf. Foxy, Kuss auf die Nuss, danke dir. Wir werden gleich die Welt erstellen nach deinen Einstellungen. Das war wichtig. Das wollte ich eigentlich vorab schon da, also ich habe das Spiel schon mal gestartet. Ich habe absolut keine Ahnung, was es kann. Wir werden sehen. So, Gaji, du bist jetzt der Letzte. Dir Schluss. Bürger, danke für die Unterhaltung. Jetzt Ich weiß nicht, was das ist, aber gern geschehen! Der Steiermark, keiner sonst her. Die Österreicher, die kennen nichts unter 5 Euro, das ist alles Klargeld, das ist alles Wechselgeld, das ist Trinkgeld. So. Gaji, merci. Opa geil, nochmal mehr als 5 kriegst du auch noch was von mir. Schluss jetzt mit der Donetterei. Alerts sind jetzt aus. Kurz zur Erklärung. Was spielen wir mit? Wir schalten jetzt einfach mal um. Achtung, schauen wir mal, ob das Stream Deck vielleicht sich gefangen hat. Nein, natürlich nicht. Ja, das kann ich wahrscheinlich noch 500 Mal umstecken. Das Scheißding ist einfach ich. Keine Ahnung. Fuck you, Mr. Stream Deck. Wird schon passen. Hallo da! Merci für einen Resub. Kuss auf die Nuss. Was ein bisschen ärgerlich ist, der scheiß Anzug ist so winzig und so beschissen heiß, dass ich schwitze wie eine Drecksau und dass man nichts erkennt. Meine sehr verehrten Damen und Herren. All of a sudden, a wild new game appeared. I proudly present to you Palworld. Es ist sehr kontrovers diskutiert im Internet. Oh, das ist bloß ein Pokémon-Klon oder ein Klon von dem Spiel und dem Spiel. Und keine Ahnung mit Herr Bogner fragt mich, hey Birger, was ist mit Daisy? Geh ins Discord und lest, dann weiß das vielleicht. Kinder mitgehen. Mika machen wir reden jetzt im Einkaufswagen. So, Schluss jetzt. Und über Nacht, mehr oder weniger innerhalb von 2-3 Tagen, ist dieses Spiel, das wir da vor uns haben, auf Steam Platz 1. Sowas kommt alle 3 bis 4 Jahre vor. Das letzte Mal war es Among Us. Da davor war es PUBG. Und was da davor war, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ist mir ehrlich gesagt aber auch scheißegal, weil da habe ich bloß Witcher gespielt und was weiß ich, was so 2015 war. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was da auf uns zukommt. Man sammelt Viecher, man schießt mit Knarren auf Viecher und sammelt es dann und kann es dann zerstückeln, essen und versklaven. Und ich habe absolut keine verfickte Ahnung. So schaut's aus. Darum, würde ich sagen, ich habe mir auch keinen Test geschaut, aber so viele Leute können sich nicht irren. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Und zwar, Press F für den Foxy. Danke für die Trivia, Kuss auf die Nuss. Du hast mir 2 Screenshots geschickt, wie ich die Welt gestalten soll, dass es sich nicht alles so hart zirkt und mir da nicht in 2 Stunden absolut gar nichts sehen. Da pimmelt man jetzt auch gar nicht lange umeinander. Wie machen wir das jetzt da? Mir kommt der Sound ein bisschen leise vor, kann das sein? Hört ihr irgendwas von der Musik? Ich höre einen Scheißdreck. Machen wir so, Optionen, Ton, Gesamtlautstärke ist automatisch, das kann ich fast nicht glauben. Die haben wir gleich mal auf 70 gehen. 70 hört sich gut an. Das, was, um einige Einstellungen zu übernehmen, ist ein Neustart erforderlich. Wie? Wenn ich den Ton aufgetragen oder was? Du Klappspaten! Leg mir am Arsch! Fahren wir an, laden wir uns zurück, schauen wir, was passiert. Ob geil, mehr als wir entwickeln. Ich spiele ja auch gerade nebenher dasselbe. Ja, ich schaue bei mir in die Steam-Friend-List hinein. Und ganz ehrlich, ich glaube, da haben Leute 60 Stunden. Wann ist denn das Spiel rausgekommen? Letzte Woche. Ich habe keine Ahnung. Und warum ist da schon wieder mein Tisch eng? Und irgendwelche Kabeln. Und keine Ahnung. Was ist denn da eigentlich passiert, Birger? Tun wir jetzt so? Nein, so tun wir nicht. So tun wir. So, das ist besser. So, neue Welt erschaffen. Wir pimmeln gar nicht lange umeinander. Ich wollte das eigentlich vor dem Stream schon machen, aber leider Gottes überspringt man dann die Charaktererstellung und die wollen wir uns natürlich anschauen. Darum,
Chernobyl Islands heißt natürlich unsere Welt, keine Ahnung. Und der Foxy hat mir in weiser Voraussicht geraten, wir sollten da benutzerdefinierte Einstellungen durchgehen. Und da hat er mir nicht, wie er ist, jetzt pass auf, da muss ich jetzt kurz verstehen, oder? Hat er mir 2 Screenshots geschickt und die ballert mir jetzt einfach ganz schnell durch. Und zwar verstrichene Zeit am Tag 1, dann Fangwahrscheinlichkeit auf 1,5 auftragen. Ja, wird wahrscheinlich schon wieder einfach, soweit ich das beurteilen kann. Perl, Erscheinungsmenge, sollen wir auf 2 stellen? Okay. Dann kommt 1 bis zur natürlichen LP-Wiederherstellung der Perls. Da kommt dann 2. Das, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was die Einstellungen deren. Wir gehen jetzt da nicht jeden einzelnen Scheiß durch. Es ist mir ehrlich gesagt auch scheißegal. Aber da verlasse ich mich auf meine Moderatoren, wenn die sagen, hey, stell das ein, dann ist es nicht ganz so Zirger der Teufel. Dann sage ich, du, das glaube ich dir. So, dann haben wir da noch. Zweite Seite, Ausdauerverlust 0,5. Dann haben wir da 3. Achtung, wahrscheinlich stellen wir wieder die absoluten Kacknoob-Einstellungen ein und irgendjemand erzählt mir dann, du Kacknoob. Dann sag ich, weißt du was, halt der mal. Verfallrate von Gebäuden, der wir auf 0. Da der wir irgendwie auf 5. Dann da der wir auf 2. Was war das? Gegenstandssammelrate. Was auch immer das sei soll. Keine Ahnung, wie viele Gegenstände, dass ich gleichzeitig aufglauben kann. Keine Ahnung. LP von farmbaren Objekten. Das wird sogar overdreht auf 0,5. Da kriegt man weniger Erfahrung. Das ist nix. Aber da haben wir auch 0. Respawn-Zeit von farmbaren Objekten. Ah ja gut, das ist wieder. Haben wir Beutemenge, die stellen wir auf 3. Die Zeit in Stunden, bis man ein Ohr ausbriert, machen wir 1. Überfall-Events lässt man an. Todeshandicap schalten wir komplett aus, heißt's. Wenn der Foxy sagt, das schalten wir aus, schalten wir es aus. So haben wir es. Das war's schon. Haben wir schon. Wer dieselben Einstellungen spielen will, der kann sich dann nur mehr anschauen, was weiß ich. Alles beim Pearl World, wir spielen mal auch Pearl World. So, hier kannst du die Schwierigkeit, bla, brauchen wir sonst irgendwas? Mehr Spieler noch nicht. Hey, wenn das beste Game ever ist, wir werden sehen. Dann schalten wir irgendwann einmal einen Multiplayer ein, dann können irgendwelche Leute dazu joinen, das sehen wir dann schon. Aber erstmal schauen wir uns die Gaudi selber an. So, bestätigen, Einstellungen abschließen und das Spiel beginnen. Ja, sicher, Digi. So, und da kommt man jetzt, glaube ich, direkt in den Charaktererstellungsmodus. Ja. Nach Spielbeginn kannst du deinen Charakter nicht mehr bearbeiten. Eine Bearbeitungsfunktion ist für ein zukünftiges Update geplant. Interessanterweise wollte ich das gerade sagen, das war halt toll, wenn das später ins Spiel irgendwann kommt, dass man sich wieder ändern kann. Aber gut. Spielername ändern, Birger! Ich nenne mich einfach Birgbert. So, bestätigen. Kann ich da schon nochmal anstellen? Ich mag nicht nochmal einen Anlauf als Rothaarige. Kann ich das schon noch? Einstellung? Hey, gibt's schon auch Typen. Ja. So. Wir bauen unseren Charakter, der genauso ausschaut wie ich. So, Körper. Typ 1, Typ 2. Ah ja, das ist wieder Maximum Diversity. Schau mal. Hautfarbe, das ist jetzt der auf ganz schwierig. Ja, machen wir ganz leicht. Machen wir Easy Mode. Ah, kassiger werden wir nicht mehr. Torsogröße. Oh, I can smell the food lab bei Franz. Armgröße? Ja, schauen so. Okay, Beingröße. Wieso denn? So, wieso? Warum hatten Charaktereditoren in Spielen eigentlich immer das Beste, sag? Hä? Ein extrem gebärfreudiges Becken, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber das Sklaventreiber von Welt! Ha? Müssen wir eigentlich so machen, damit wir einen Spieß einmal umdrehen. Hat er nicht gesagt. So, mal. Keine Ahnung! Ich mag ja nicht das ganze Spiel so lang den Scheiß da anschauen. Was soll denn das? Sag selber! Sag! Eine Zirkuszeit um Pipi rundum. Ach, okay. He never skipped leg day. Ja, und einen Friseurtermin auch nicht. So, ja, ich weiß, seitdem muss wir uns schon ein bisschen dicken. Ein bisschen. So, schauen so. Ja, so einen richtig gewamperten Teufel halt. Aber damit es wenigstens... Können wir heute einmal gehen ins Gesicht. So, was haben wir da jetzt? Oh ja, bärtiger Mann wird bestehen. Ja, das kommt schon sehr... Was ist das für Frisur, Alter? Sag! Frisur wo? Ah, Harvey, kommt noch ein extra Punkt. Ja, okay. Was haben wir da? Ja, Vollbart brauche ich. Haben wir keinen Bart-Dingsbums extra nicht. Schade. Was haben wir da?
Nein, das tun wir nicht. Bürger, los. Bürger, lass es. Aus, pfui. Das schaut doch gut aus. Was haben wir da so für Augen? Ja. Was haben wir da? Oh. Schau, ja, wieder. Na, mit Herzl drin. Oh. Was das so, ich weiß ich nicht. Das schaut sehr... Warum habe ich da sofort Dragon Ball Z-Vibes, wenn ich das so sehe? Ich weiß nicht warum, aber ich muss instant an Dragon Ball denken. Frag mich bitte nicht, warum. Weiß ich nicht. Bezzini! Big booty bitches are like big... Danke dir. So eine Katzenaugen. Und das die, oh ja, das ist... Oh. Und sofort habe ich wieder Dragon Ball Vibes. Obwohl ich Dragon Ball nie so oft angeschaut habe. Warum ich dann da noch eine Augenfarbe einstellen kann, das weiß ich nicht so genau. Das ist mir aber auch wurscht. Augenbrauenfarbe, die machen wir natürlich... Ja, das macht Sinn. Das macht Sinn. Aber machen wir maximal, ich weiß es auch nicht, das schaut wieder so normal aus. Gib ihm türkise Haar, das passt schon. So. Machen wir auch türkis. Los. Ja, wenn das keinen Sinn macht, dann weiß ich es auch nicht. Oh, schau hier, Physics in die Haare. Okay. Sogar da am Zipfel an der Seite. Okay. Und allgemein muss ich sagen, es ist zwar natürlich eine sehr zeitlose Grafik, sehr Fortnite-mäßig irgendwie, aber ist doch scheißegal. Was haben wir da? Ja, schaut auch gut aus. Karen! Was haben wir da? Oh, das ist Next Level Karen. Und dann haben wir da, oh ja, die Palme, ist auch gut. Was haben wir da? Oh ja, das ist sehr stylisch, sehr stylisch. Haben wir nicht irgendwas... So, ich brauche bloß so machen. So. Und mindestens einer, mindestens, da braucht mir jetzt keiner was anderes verzeihen. Mindestens einer von den 1400 Zuschauern, die gerade da sind, sitzt daheim und der Speer zuckt in der Hose. Sag's, wie es ist. Sag's, wie es ist. Meld dich freiwillig. Ponytails. It is what it is. Und wenn es keiner von euch ist, dann bin sie. So, was haben wir noch? Oh, so, ja, merkt ihr, was haben wir da für Frisuroptionen? Was weiß ich, nimm einen Mob. Da, schaut so. Was soll ich da sagen dazu? Nimmst halt jetzt einfach mal den Mob. Okay? Das ist solide. Solider Charakter. So, jetzt brauchen wir eine Stimme. Was haben wir da? 5. Stimmenwiedergabe. Natürlich lassen wir das so. So, können wir da jetzt sonst irgendwas anstellen? Keine Ahnung, dumme Voreinstellung. Sag! Was ist das? Wollen nicht! Nimme! Spiel beginnen! Jetzt bin ich gespannt, was kann. Charaktererstellung abschließen und das Spiel beginnen. Nach Spielbeginn kannst du... Ja, leck mir mal Arsch, los jetzt da. Ja, Ponytail. Na, ich bin jetzt schon hin. Es ist halt jetzt schon Cuteness Overload. Level 9000. General Demon, merci für den Resub, Alter. Aber Drittmeister, viel Spaß. Merci ebenfalls. Oh, okay. Impressed by the graphics. Ist absolut ausreichend und impressed by... I'm very impressed by Bostros scheißen. So, das haben wir. Wie schaut's aus? Erst einmal, Moment einmal. B, New B. Baby bauen! Das kriege ich. Rechts oben, Tutorial. Sammle herabgefallene Äste oder schlage gegen Bäume, um an Holz zu kommen. Es ist ja irgendwo ein Survival-Game, habe ich mir sagen lassen. Also man kann da Basen bauen. Es hat ein bisschen was von Satisfactory. Also irgendwie kann man Produktionsketten aufbauen. Keine Ahnung für was. Ich muss Viecher da schießen und sammeln oder keine Ahnung. Öffne mit Escape das Optionsmenü und schau dir den Survival Guide an. Escape! Survival Guide! Blub, 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 blub. Okay, passt. Hammer. Sammle herabfalle haben wir auch. Öffne mit B das Baumenü. Wähle primitive Werkbank und suche einen passenden Platz zum Bauen aus. Öffne im Menü den Technologiebildschirm und schalte Perlsphäre frei. Menü Technologiebildschirm. Was ist der Technologiebildschirm? Wir haben auf Chernobyl Islands. Das ist alles, was ich weiß. Respawn, Notizen, Survival Guide. Da haben wir noch was. Da haben wir einen Perldex. Aha. Sowas wie der Pokédex nehme ich mal an. Okay, das mag ich noch mehr hören.
Alles klar, die nächsten 15 Minuten dieses Streams werden folgendermaßen ausschauen. So, den ersten Donation Sound haben wir schon. Ha? Was haben wir da? Oh mein Gott, ich ahne Fürchterliches. Ist da noch was drin? Wir haben noch einen dritten da am Start gesehen. Da ist einer! Da ist er! Nummer 90! Ein Mamorest, wer ist das? Schade, dass man den nicht dran kann. Okay. Ich bin gespannt, wie viele Parallelen dass wir zu Pokémon finden. Entschuldigung, Boglamon. Wichtig. Ab in den Chat, Hashtag Boglamon. Tut das jetzt mal, wenn ich dran? Oh Gott, ihr sitzt das immer 30-Jähriger im Totoro-Kostüm da und drückt auf dem Schaufeln rum. Das macht alles erreicht im Leben, Alter. Alles erreicht. So, irgendwas soll ich zusammenbauen. Was soll ich zusammenbauen? Nein, ich soll was erforschen, hat's geheißen. Wie hat's geheißen? Palsphäre freischalten. Okay, Technologien. Palsphäre. Was ist die Palsphäre? Ich sehe keine Palsphäre. Was zur Hölle wollen Sie? Alter, ist das der Tech-Tree? Bist du vollkommen gestört, Alter? Space 3 Dog, was zur Hölle wollen Sie? Okay. Gegenstand, ich sehe keine Palsphäre! Primitive Werkbank. Holz, 0 von 2. Ich check's nicht ganz. Holzkeule, Gegenstand, okay. So, na, da kann man nichts machen, da kann ich nichts machen. Okay, verstehe ich nicht. Ah! Das ist Level 35 nehme ich an. Der Mamorest. Und der hat einen roten Teufel. Da ist der Base. Los. Oh. Okay, lassen wir das umeinander. Okay. Okay, wer die Maus-Sensitivity so eingeschaltet hat, der kann mich gleich einmal am Arsch lecken. Steuerung. Maus-Sensitivity wo? Ah! Was machen sie? Was musst jetzt du da Treppen runtergehen, du fetter Huren? Und irgendwie hat der Obelix 2, 3 Steine in den Bugel eingeworfen. Kann ich die hauen oder so? Okay, das war schlecht. Hab schon verstanden. Hab schon wieder. Geh weg. Ah! Ich laufe einfach davor. Kann man aus dem Kampf abhauen? Ist das ein Kampf? Ich hab keine Ahnung, das hätte nicht da sein. Oh, didn't happen. Okay, da haben wir aus da. Was ist da? Holz. Ich hab Holz gefunden. Da ist nochmal so ein Mamorest. Aber der ist Level 34, den schaffen wir. Okay, chill. Nochmal. Erst einmal das Mammut mit Hinkelstein im Kreuz, erst einmal sauber auf den Arsch aufzünden. Was ist das? Bruder, ich käme keinen Stecker nicht aus, aber da soll ich hingehen, heißt es. Ja, was ist denn? Schnellreise freischalten? Ja, sicher. Ah, okay. Schnellreisespot. Wo kommst denn jetzt du her? Warum müssen die eigentlich alle da die Treppen aufführen? Eine. Die Muse heißt nichts Gutes. Was hätten die jetzt da? Schläger jetzt das Heft oder das? Ja, du sperrst den Eingang zu, das ist gut für mich. Ich schau dabei, was wir tun müssen. B. Primitive Werkbank. Wir brauchen 2 Holz. Ich glaube, ich baue woanders hin. Ich laufe dabei ihm davon. Ich glaube, gibt's Fallschaden? Nö. Sehr gut. Ah! Alter. Schiss, was soll ich mir jetzt nicht rüberlassen da? Ich weiß nicht, wo ist der gute Stelle zum. Ist ja jede Welt eigentlich gleich bei mir? Ich kann das so jetzt aufhören. Geh halt jetzt weg. Schau noch. Ist der jetzt der Kampf vorbei oder was ist denn jetzt da? Schmusen jetzt die oder fangen, weiß ich nicht, geht's jetzt in die Höhle rein und fegelt's oder was weiß ich, was jetzt. Ja, jetzt pass mir an. Wo ist denn? Es ist ja irgendwie so, dass wenn man am Anfang ein Lager aufschluckt. Oh, da, Kativa, Level 2, das ist unser Wieder. Da können wir hingehen. Ja, okay. Die Frage ist jetzt, ist es schlau, da herum zum Bauen? Wie kommt man da dann oben und auf und so weiter? Oh, da haben sie auch zum Oppern. Dank Gockelhähne! Ein Chickpea! Ja, okay. Hat mich schon spät. Ja, wir bauen da her. Das ist ja prädestiniert dafür, dass man. Oh, was ist da? Dein Schaufel! Ja, wir fangen mal alles. Jetzt bauen wir erstmal eine Werkbank. So, Werkbank, bauen wir mal eine Werkbank. Die stellen wir jetzt einfach mal ganz klassisch da her. Es wird absolut keinen Sinn machen, das werden wir noch 5 Mal umbauen, aber ist ja wurscht. Bauen in Folge, drehen, okay, passt schon, bauen. So. Was haben wir da? Guck auf, Steff! Mit C kannst du einen Schrei abspulen im Perldex. Kann ich? Da müssen wir jetzt nochmal nachschauen. Wo steht das? Tatsächlich! Wir brauchen 40 von denen Schofall. Kannst du mir erzählen, was du möchtest. So, stornieren! Ich storniere die Werkbank! Gefreut, dass ich da oben bin. So, jetzt tun wir. So mal. Okay.
Okay, nette Building-Animation, das ist okay. Also da, Quest fertig. Öffne mit B das Baumenü. Okay. Technologiebildschirm und schalte Perlsphäre frei. Ja, aber der Technologiebildschirm ist doch das da. Technologien. Oder? Ach, das muss man noch da reinmachen. Ja, okay. Was ist eine Perlsphäre? Ich habe keine Ahnung, sowas wie ein Pokéball. Ein Hilfsmittel, mit dem sich Perls fangen lassen, ist Massenware und wirkt deshalb nur bei schwachen Perls. Da brauchen wir ein Palladiumbruchstück, Holz und Stein. Okay, ja, Bauwerk, was ist das? Eine Perlbox, die brauchen wir nicht. Wir sollen das da freischalten. Perlsphäre freischalten, tun wir noch nicht. Die Frage ist, haben wir noch nicht sowas wie Erfahrung oder irgendwie so? Ein Erfahrungspunkt. Doch, da muss ich auf Zeiten gehen. Technologiepunkte, haben wir 7. Wo wir die hergekriegt haben, keine Ahnung. Wahrscheinlich durch Quests oder Tutorials abschließen oder so. Keine Ahnung. Oder man kriegt einfach so eine Technologiepunkte, indem dass man Sachen baut und das Spiel halt spielt. Was meistens die beste Option ist, um Progress in einem Spiel darzustellen. Sehr gut. Perlsphäre freischalten. Jawohl. Und dann haben wir noch... wir haben mehrere Technologiepunkte. Wir können eigentlich alles freischalten. Sage ich das richtig? Das da herum haben wir schon alles. Ja, dann nehmen wir alles. Ist klar. Aber lesen wir vielleicht ein bisschen was das kann. Eine Anlage zur Aufbewahrung gefangener Perls. Den Perls in der Box werden nach und nach LP wiederhergestellt. Der Bereich ringsum ist ein Lager. Also das ist wahrscheinlich offensichtlich sowas wie ein Lagerzentrum. Die Territoriumsflagge in Daisy. Ein Lagerfeuer! Damit kannst du einfache Gerichte kochen, spendet zudem etwas. Wärme und Licht. Es gibt Wärme und Licht? Okay, ja, brauchen wir, kann man brauchen. Eine Holztruhe. Darin kannst du Gegenstände lagern, stelle sie in deinem Lager auf und Perls, die Transport beherrschen, bringen dir von selbst Gegenstände. Das heißt, meine Viecher kennen sogar auch Sachen, die mir beim Basebuilding looten und so weiter. Okay, I see what you did there. Und dann ein Bauwerk, eine Reparaturbank. Zur Reparatur kaputter Waffen und Hilfsmittel bekommen wir auch brauchen. Und dann haben wir da ein Holzbauset. Ein Set, mit dem du ein Lager aus Holz errichten kannst. Ermöglicht den Bau von Fundamenten, Wänden, Dächern, Treppen und anderen Elementen aus Holz, die du zum Hausbau benötigst. Ja, klingt auch vernünftig, kann man alles brauchen. So, dann haben wir da Antik-Technologiepunkte gibt's und Technologiepunkte. Was sind so die nächsten Sachen? Ein alter Bogen, Pfeile, ein mieses, das ist kein Bett, das ist ein mieses Bett. Das ist wichtig. Kistige Kiste, bettiges Bett. Ja? Ein Bauwerk, dann haben wir ein Strohbett, wahrscheinlich für die Viecher, ein Reparaturset und ein Stoff. Okay. Ja, da werden wir uns dann schon hin. Dann haben wir einen Perlindex. Was haben wir da? Ein Kantibar! Alter, ist das gut. Ich sehe mich offstream schon 3 Stunden lang da sitzen. Wird nicht langweilig. Das dauert lang. Was haben wir da? Habitat! Oh mein Gott, was ist denn das? Oh! Ist das die Insel, auf der wir sind, oder was? Ist das so die Karten? Da ist noch sehr viel Fog of War. Achtung, 5 Noob-Sekunden. Ein FOW, beziehungsweise genannt Fog of War, Nebel des Krieges. Bedeutet, dass ein Karten in der Regel nicht aufgedeckt ist und du erst hinlaufen musst, damit du Step 6. Ja gut, und da wird halt gesagt, wo die Viecher vorkommen, sage ich das richtig. Ja gut, das sind lauter Level 1 umeinander, Pümmelviecher, das interessiert keine Sau. Da haben wir eine Gilde. Was kann die Gilde? Ich bin der Gildenmeister vor die Birkbärts. Okay. Da können 20 Leute drin sein. Ja, da können wir keine Perls im Team. Okay, wir haben ein komplettes Inventarsystem mit Lebenspunkten, Ausdauer, Attack Power, Verteidigung, Arbeitstempo und Gewicht. Erhöhe Statuswerte, indem du Punkte verbrauchst. Wieso bin ich schon Level 2? Wahrscheinlich, weil ich eine Werkbank gebaut habe. Ja, okay. Werte erhöhen. Und jetzt kann ich da einen Punkt, warte mal. Oh, okay. Ich glaube, dass Ausdauer sehr wichtig ist. Machen wir gleich mal. Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, jedes Level ein Punkt von oben nach unten, angefangen bei den Lebenspunkten, drauf geschissen. Das findet man sowieso später aus, was wirklich wichtig ist und was nicht. So, stelle Perlsphäre her. Greife einen Perl an, um ihn zu schwächen und wirf dann mit Q eine Perlsphäre. Und teile eine Ludenschelle aus. Eine Perlschelle. Suche dir eine flache Stelle und baue eine Perlbox. Das umliegende Gebiet wird zu deinem Lager. Ja, da bleiben wir direkt da rein. Das schaut doch gut aus. Ah, du hast die Hälfte schon fertig gebaut. So, aber wie baue ich das jetzt? Reparaturbank, Produktion, haben wir da herum Perls. Da können wir noch nicht eine da. Muss ich das wahrscheinlich an der Werkbank machen, nehme ich an. Rezept wählen. Und nehmen wir das da. Wir brauchen ein Paldiumbruchstück, Holz und Stein. Also wir werden erst einmal Holz, Stein, Paldium. Was ist ein Paldium? Da unten hat doch irgendwas blau glänzt. Was ist das? Das Paldium? Ah, kannst du mir das sauber fotzen, du Trottel.
Oh, da haben wir sogar, ja, wahrscheinlich, da haben wir, das ist wahrscheinlich die Wärmeanzeige so, für dieses Lagerfeuer gedacht ist. Und das daneben, habe ich ehrlich gesagt, warte mal, haben wir schon nicht zu. Tag-Nacht-Zyklus, okay. Da werde ich eine Spitzhacke brauchen, nehme ich an, oder? Da werde ich nicht einfach mit der Faust draufdreschen können und dann... Oh, doch, tatsächlich. Tue ich mir da irgendwie weh oder so? Palladiumbruchstück! Ja, easy, Alter, da hau ich, schau mich an! Mausrad? Was ist mit Mausrad? Nö, Mausrad schreibt 12, Gewicht, glaub mir, pack es in Gewicht. Okay. Hey, gut, der erste Skillpunkt ist selber. Das ist mit 10% Verlust. Oh, was haben wir da? Ich brauche Spitzhacke! Wir können eine Spitzhacke bauen. Hoffentlich einfach nur aus Holz und Stor. Ha, ganz klassisch, wie in jedem Survival-Game. So, jetzt brauchen wir eine Spitzhacke und sonstigen Scheiß. Du hast einmal gleich mal, brauchen wir nicht. Ja! Steinholz, Holz, wir brauchen nur Holz und Stor. Wo ist der Baum? Gib Baum! Da! Und ein Lammball ist auch um. Was ist das? Ein Lammball! Oh mein, es ist ein Lammball! Oh mein Gott. Zu dir komme ich schon noch. Oh, schon haben wir schon 13 damit schon bauen. Holz, Fasern. Okay. Also man muss einfach da drauf rumpimmeln und dann fällt dann das Zeit. Wo ist das Inventar? Holz. Okay. Im Besitz 7, 2 Palladium-Dinger, Faser, leg mir am Arsch. Ein bisschen mehr Holz brauchen wir schon noch. Holz mal 8, mal 9. 10. Ich weiß gar nicht, wie viel das wir braucht haben, aber jetzt kann man da einfach Steine rausdreschen. Schauen wir mal. Oh, da kann man also Holz einfach aufsammeln. Passt. Kann man da Steine rausdreschen? Nö. Kann man da Steine rausdreschen? Nö. Ja, was sind denn Steine? Ist das kein Stein oder was? So nicht. Zwickern, Pflasterstraßen, Bohnen aus, den haben sie zu Gaudi da hingelegt. Den nehmen wir auch mit. So, was ist dieser Stein? Bis, wo nicht? Stein wo? Stein wo? Hallo! Hallo, gib Stein. Spring. Wo ist Stein? Gib Stein. Nein, gefällt mir nicht. Ich brauch Stein. Muss man Steine, kann man Steine nicht auch einfach so finden wie diese Astel da oder so? Au, das schaut... ja. Ja, okay, bin schon stark. Das schaut nach Stein aus. Das hier natürlich... Die Brigitte, hätten wir uns eigentlich nennen sollen. So, Stein B, Baumenü, Palbox, Lager errichten. Leck mir am Arsch mit deinem Lager. Ich brauche jetzt mal... Kann man da irgendwas bauen? Nö. Kann man schneller laufen? Das geht mir jetzt schon auf den Sack. Ich möchte schnell laufen. Los. Wir brauchen eine Storhacke und erstmal Werkzeug. Phase 1, Werkzeug. Spitzhacke. Produktion beginnen. Halten, arbeiten. Okay. Das ist meine Spitzhacke. Auf was ich jetzt gespannt bin, ist, wenn ich die Dinge ausgerüstet habe, ob man die irgendwie sieht an sich. So, dass die irgendwo dran hängen. So, F erhalten. So. Okay, passt. Dann bauen wir noch, was brauchen wir da? Da brauchen wir noch ein Holz. Und da haben wir eine Holzkeule, Handfackel, eine handliche Handfackel, die Umgebung erhält. Kann theoretisch auch für den Nahkampf verwendet werden. Theoretisch. So, bauen wir noch eine Keule. Produktion beginnen, los. Einzelne Steine liegen so rum, ansonsten sind die großen Minen gehighlightet. Was ist eine große Mine? Der große Storhaufen, den ich vorher da gefunden habe. Oh ja, schau, die Keule ist dran. Wie equippt man diese Sachen? Okay, man hat mehrere Slots offensichtlich für Werkzeug. Und das werden wahrscheinlich Kleidungssachen sein. Oh, ein Gleiter. Das glaube ich ist ein bisschen von Zelda geklaut. Kann das sein? Dann haben wir noch Accessories und Nahrung und so weiter. Okay, da kennen wir mich schon. Und Chickpea! So, ja, du kriegst es mir nicht auf den Dates. Grüß Gott. Oh, kämpfen die alle 3? Hey, so nicht! Ja, ich hab noch gar kein Pelz für. Ich konnte das Ding gar nicht fangen. Ja, egal, dann schlag ich einfach so! Alter, mal! Da, Kugel da. Kugel da umeinander. Haben jetzt die da triggert? Du Pisser! Du kriegst du mit dem Spitzhacke auf Nuss! Chickpea! Koko! Okay. Ja, ihr habt jetzt fürs Level-Up herhalten müssen. Die Frage, die stehen noch umeinander, kann ich mit denen was tun? Oder? F-Stein. Stein, nimm ich mit. Kann man mit dem was tun? Hallo? So. Und Messi am 16er! Dunk. Okay, tschüss. Okay, bye. Irgendwie tut's mir jetzt leid. Der Kugel da oben. Ja, aber was hast du denn gemeint, was in dem Stream passiert, wenn ein Vogel da steht? Da glitzert was. Ich hab's genau gesehen. Ja, das wollen wir uns noch mal. So, jetzt gibt's mir mal... Habe ich da sowas wie ein Shortcast-Leisten? Werte erhöhen. Was ist da gekostet? Gewicht. Wir nehmen Gewicht. Das ist Foxy uns befohlen hat. So, habe ich da sowas wie eine Schnellleiste. Hallo?
Ah, mit dem Mausradl. Ja, gut, passt da. Hätte vielleicht mit der Keule zu Hand sein. Haben die sowas wie eine Haltbarkeit? Die Gegenstände? Ah ja, der kleine Balken drunter. Ja, gut, passt. So, dann brauchen wir mehr Steine. Mehr Steine und dann können wir das. Oh, das Palladium da unten können wir eigentlich auch. Aber was? Palladium? Palladium Spezie? Keine Ahnung. Nimm mit, da liegt Holz. Das nehmen wir auch mit. Ja, jetzt lassen wir das Ding da her und her mit dem Schund. Oh, ja, schau hier, da haben wir gleich 20 Schaden auf dem Ding. Was passiert wenn? Oh, schau hier, wie gut das Wasser ausschaut. Okay. Well, I'm impressed. Sehe schon, das nächste, was wir uns bauen müssen, ist eine Fackel. Oh, schau, was wir gefunden haben. Schau mal, was ist da drin? Gib mir das! Stein, Goldmünzen, Pfeile, kleine Perlseele, was auch immer eine kleine Perlseele ist. Das werden wir auch noch herausfinden. Ja, da, oh, man kann sogar walten! Was ist das? Schau noch, was ist das? Du hast Notizen eines Schiffbrüchigen Tag 2 aufgesammelt. Du, ich bin zum Viecher verprügeln gekommen und nicht zum Lesen. Was ist mit dir? Das kann das Wasser. Okay, ja. Ja, oder jetzt schon besser in Wasserphysik als Starfield. Oder, Herr Würmseher, Birgster, beim Leveln Scheiß auf Angriff und Arbeitstempo. Später hast genug Sklaven, die selbstständig und natürlich freiwillig für dich arbeiten. Und Angriff? Ja, wofür gibt's Waffen? Absolut richtig. Absolut richtig. Da ist wieder so ein Kicker als Sepp. Also ist es auch nicht immer schon der Schlang haben. Da kriegst du noch eine neue. Bonk. Was haben wir da? Was ist das? Ist das Steine? Nein, das ist Erz. Ja, da hauen wir jetzt einfach ein paar mit drauf umeinander, das hilft eh nicht. Ja, dann müssen wir gleich mal erstmal Ressourcen zusammenkriegen. Was ist da unten? Ist das mein Gewicht da unten, das sofort voll ist? Bist du bescheuert? Warte mal. What? Und jetzt kann ich nicht mehr, wieso habe ich keinen Arm mehr? Nein, was muss ich denn tun? Kann man das, wir kommen Shift, Control, Shift, Hälfte nehmen. So, wie kann ich es wegwerfen? Wegwerfen, kann ich einfach rausziehen da so? Ja. Wie kann ich es wegwerfen? Entsorgen. Abwerfen. Ah ja, haben wir schon. Die lassen wir da liegen. Hergeschenkt wird nichts. Bin gespannt, ob die Sachen despawnen. Ja, ob das jetzt da ewig lang umeinander liegt. Da ist stockfinster, mal mehr Leido. Kann ich mit der Fackel diese Dinger da anziehen? Das war jetzt natürlich eine schöne Geschichte. Ich finde vor lauter Finstern finde ich mein Ding nicht mehr da. Und mit das hier, ja, bau. Bitte einmal bauen, wunderbar. Gewichtsskillen. Wandler, ich habe schon Gewichtsskillen. Ich habe schon verstanden, warum wir es Gewichtsskillen. Gewichtsskillen. Spinnst du total? Gewichtsskillen. Sagen wir das ganz schnell. Kann ich nicht. So, Handfackel. Gib Fackel. Oh ja, zauberhaft. So, kann ich jetzt die Dinger da anziehen. Ich brauche mir ein wenig Leid. Da. Was ist jetzt da? Wieso nicht? Eine Handfackel spendet Licht und schützt vor Kälte. Fertige dir mit einer Werkbank welche an. Ja, so, die brennen wahrscheinlich auch nicht ewig. Na gut, jetzt machen wir so eine Perlsphäre und dann fangen wir mal so ein komisches Kasperlviech an. Also mit das her, wie viel können wir bauen? Du mit Max. Was ist denn Max? Also können wir maximal bloß 2 bauen. Warum? Holz und Stein haben wir nicht genug. Na gut. Mach 2. Dann fangen wir uns gleich mal ein Schaf an und einen Gickel. Halten, arbeiten. Okay. Gibt's ein Level Cap? Oder gibt es theoretisch unendlich, dass. Also ist wurscht ist. So, stelle eine Perlsphäre her, haben wir. Greife einen Perl an, um ihn zu schwächen und wirf dann mit Q eine Perlsphäre, um den Perl zu fangen. Das kriegen wir hin. Da hinten schlafen irgendwelche Mietzis. Und da hinten ist ein Schafal und da ist ein Gickel. Den werden wir nicht mehr fangen können. Kann ich not senden? Leider auch nicht. Schlecht spät. Da hinten ein Schafal. Jetzt pass auf. Und so, Kälte, Kann du dann heim mit der Fackel zählen, das ist mir wurscht. Schafal! Bist du das Mama Schafal? Als Lamperl. Werden die alle 3 grantig oder wie läuft das? Wie weit muss man sie schwächen? Ich hau's mal bis zur Hälfte runter. Das brennt! Oh, das regt mir über den Haufen. Hey, du Arschloch. Hey, du Arschloch! Was muss ich tun? Ja! Kommt auf abschüssigen Wegen leicht ins Rollen. Rufe einen gefangenen Pfeil mit E. Ja. Was kann der dann? Pals, die stärker sind als du selbst, lassen sich nicht kontrollieren. Ihre Fertigkeiten sinken deshalb auf deinen Level. Was weißt du, was tut das jetzt da? Kannst du auch was? Kannst du die restlichen nochmal angreifen oder so? Hallo? Hallo? Wo laufst denn du hin? Flauschiger Schild? Was? Nee. Ich weiß nicht, was ich da tue. Warum? Suche dir eine flache Stelle und baue eine Padbox. Das umliegende Gebiet wird zu deinem Lager. Ja, kommst du mit oder was ist mit dir? Wie können die wieder da rein tun?
Flauschiger Schild. Nein, das wollte ich nicht. Jetzt habe ich die Pelzvieh weggeworfen. Oh Mann, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Auf I kann man wieder. Okay. Was kann der? Was kannst du? Du Fettschaf, was tut Lauf nicht weg? Was tust denn du? Was ist denn mit dir? Ja, leck mir am Arsch. Ich baue jetzt ein Lagerfeuer. Wir können ein Lagerfeuer überhaupt bauen. Ja, Aufbewahrung, Reparaturbank, nicht genügend Material. Nie wie narrisch. So, was können wir noch bauen? Wir haben eigentlich alles gebaut. Also das ist eine Steinaxt. Stein und eine Spitzhacke. Eine Spitzhacke für den Bergbau. Ist das Stein und die Arbeiter mich nicht sonderlich infizieren? Was ist eine Steinaxt? Achso, eine Axt aus Stein, du Vollidiot! So, greife auf deine Perlbox zu. Wie baut man eine Perlbox? Ach, wieso kann ich da oben nicht durchklicken, sondern muss ich das mit Mausrad. Okay. Ja, gut, jetzt was machen wir da? Wir haben Holz. Wir haben kein Holz mehr. Wieso haben wir kein Holz? Das ist was zu wissen. Warum? Kann ich nicht nehmen. Okay. Wir haben ein Ei. Wo zur Hölle haben wir mehr Ei? Was ist das? So kommt der ganze Scheiß hier. Ich kenne mich keinen Stecker nicht aus. Okay, wir brauchen mehr Holz. Hilf mir da mal Schafer irgendwie dabei. Kannst du irgendwo? Wo ist denn jetzt? Wie jetzt da? Ich check nicht, was das Viech kann. Okay, werden wir schon rausfinden. So, jetzt gehen wir da oben und nehmen wir ein bisschen Holz hacken. Ich brauche Holz. Holz! 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 Wo? Ja, das hilft uns nicht. Kann man den Baum hochziehen oder wie läuft das? Na, nicht recht. Machen wir so. Ja, wird nicht helfen. Ab wann kriege ich einen Schaden bei Kälte? Ich meine, ich sechs schon. So ist es nicht. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen, was die Kälte kann. Ja, da haben wir jetzt mit der Kohlen drauf. Das ist ja mir wurscht. Komm, gib ihm. Wie lange dauert denn die Ausdauer? Nehmen wir dabei wieder das Ding raus. Da. Wunderschön. Haben wir einfach da damit drauf, umeinander. Das ist mir wurscht. Geh ins Perlex und dann drück aufs Schaf und dann F. Check. Käfer. Ich 3 Sekunden. Achtung. Perlindex. Mäh. Okay, er ist neutral. Flauschiger Schild. Kann auf Befehl als Schild ausgerüstet werden. Setze es auf eine Viehfarm und es wird manchmal Wolle abwerfen. Das heißt, man kann da rumfahren. Was ist denn das? Eignung. Handwerk, Transport, Farmarbeit, Kühlung, Bergbau, Sammeln, Strom, mögliche Beute, Wolle und Lammballfleisch. Fangbonus 1 von 10. Das, was bedeutet das, wenn ich 10 sehe, eine 4? Und dann auf F hast du gesagt, gell? Aber auf F passiert nichts. Habitat. Ja. Okay, wir klicken das an und F. Was hast du gesagt? Okay, im Pellex dann Druck aufs Schaf und dann F. Na, auf F passiert nichts. Vorheriger Tab, Ruf. Oh ja, gut. Kommt auf Abschießen wegen leicht ins Rollen, weil ihm dabei schwindelig wird und es nicht mehr auf die Beine kommt, steht es ganz unten in der Nahrungskette. Komm halt durch dein Maul. Okay, dann machen wir so. Dann müssen wir das Heft nehmen, dann müssen wir so da drauf rumhauen, bis wir genug Holz haben. Wie viel Holz haben wir? 24, das ist ja schon Mepsi. Das ist jetzt gut und dann haben wir noch ein bisschen Steine umeinander. Haben das jetzt da Steine oder wie läuft der? Oh, was ist das? Oh nein, der Hochkrates. Der Chickpea und der Hochkrates ist Level 5, der 3 noch nicht. Nein, das ist nichts für mich. Ja, wir sammeln da ein wenig Steine. So, gehen wir da mal rauf. Irgendwo ist da noch so ein Stording noch. Ich hab's genau gesehen. Was ist? Ja! Okay, das geht ein bisschen streng von der Hand. Oh, das schaut gut aus. Dann haben wir Spitzhacke her, dann haben wir Stein. Ja, wunderbar. Da haben wir sofort, jetzt weiß ich, was du mit Gewicht meinst. Wir haben halb sofort voll, jetzt kann ich nicht mehr laufen. Ja, hilft nicht, dann müssen wir das trage ich jetzt heim, weil wir es brauchen. Scharf werfen kann F. Was? Tu mir noch das F, tu mir noch mehr. Flauschiger Schild. Habe ich das jetzt als Schild? Warum denn? Wieso heute denn das Schafall vor mir als Schädel? Komm, hör mir auf! Drück auf F, du lass es frei, das ist so ein Ding. Keine Ahnung. Wer zur Hölle bist denn du? Wo kommst du her? Expeditionsüberlebende. Ui, Mieti. Okay, ich hab jetzt gehört. Wir haben ja gar nicht im Lager. Wo ist unser Lager? Wo zur Hölle sind wir? Hilfe? Na, da unten ist unser Lager. Okay, sie merken wir uns einmal. Der hat geschissen, ich muss jetzt noch mein eigenes Lager bauen. Erinnert mich an den Katzenschalldämpfer von Postal 2. Das stimmt. Foxy, bei gerufenem Pell drück 4 für ein Kommandomenü. Okay, 4. Oh, Lammball füttern. Oh.
Na. 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 Befehl, Angriff einstellen. Befehl zum Angriff. Befehl, greift denselben Gegner an. Emotes. Tanzen. Okay. Aufhören damit. Hör sofort auf damit. Oh Gott. Oh mein Gott. So. Holzaxt, beziehungsweise Steinaxt. Bauen, können wir brauchen. Dann bauen wir noch ein paar Pelzviehs. Kommen wir mehr als einen Perl raus haben? Wir werden sehen. So, Hacke haben wir. Rezept wählen. Sehen die Dinger bauen wir noch 2, aber wir haben maximal 7. Dann bauen wir mal 5. Bauen wir mal 5. Nee, so. Wie lange dauert denn die Scheiße? Muss es jetzt noch 5-mal rundum radeln? Oh, schau mal hin. Da wird uns jetzt das kleine Schafal angezeigt. Das heißt, das tut das auch mit Hammern. Geht das dann schneller? Sehe ich das richtig? Wenn ich da jetzt 5 Schafal hätte, fangen wir uns dann mit 5 Schafal. Hey! Schafal! Wo bist du? Lappa! Da ist er. Mietz! Was kann die Mietz? Schauen wir uns die Mietz an. Her mit der Mietz! Holz, nehmen wir mit. Alles, was wir finden, nehmen wir mit. So, hey Mietz! Laufst du davor oder was ist mit dir? Bleib da! Was? Das Lauffisch. Da! Sehr gut. Okay. Geht's uns schon! Ja, es war leicht. Was mit dem anderen Kathi war, das ist jetzt rot. Hassen Sie das. Gibt sich extra selbstbewusst. Schauen wir noch, was es kann. Hey, was kannst du? Miau! Gibt sich extrem selbstbewusst, ist in Wahrheit aber ein feiger Schwächling. Von einem Kathi nicht ernst genommen zu werden, ist die allergrößte Demütigung überhaupt. Der erinnert mich ein bisschen an... Wie heißt das von Team Rocket, die kleine Katz? Miau Zedong. Nein, nicht Boing genau. Scheiße, wie hat es denn geheißen? Ich weiß nicht mehr. Ein Mauzi einfach? Hat einfach Mauzi geheißen? Schon, gell? Oder Mauzi? Ja, ich erinnere mich. So, jetzt ist die Frage, damit ist... da kann man durchwechseln. Das sagt mir jetzt ein bisschen dumm. Da kann man durchwechseln, einen Perl durchwechseln, wenn ich da jetzt auf E drücke. Ja. Wo ist dann der... Okay, Chicky P. Chicky P haben wir auch noch nicht. So, Chicky P, Befehl zum Angriff. Was passiert dann? Hey, Kativa, Angreifer, greift denselben Gegner an wie ich. So, haben wir mit Chicken Thunder. Chicken haben wir auch. Chicken. Und draufgeworfen. Kehrt uns schon. Die anderen, da schlagen wir einfach. Da ist er. Es ist so. Oh, leck, wir haben gerade einen 100er Crit gegeben. Da ist brav. Aber recht viel Schaden machen die Chicky Peas aber nicht, würde ich sagen. Jetzt kugeln sie mal an. Vollidioten. Ja gut. Passt. So, was kannst du? Chicky Pea. Chicky Pea! Eier. Oh, das kann Eier legen. Was bringt uns das? Weiß ich nicht. Aber wir haben Werte erhöhen, Gewicht plus, bestätigen, passt schon. Weiter geht's. Oder? Nehmen wir mit. Alles nehmen wir mit. So, was kann denn eigentlich das Mountsy? Du hast das Mountsy auslassen? Was kann das? Das wollte ich eigentlich nicht. Eine helfende Pfote. Was kann eine helfende Pfote? Kennen Sie keinen Schwachsinn aus? Bauen wir mal eine Peilbox. Für die ersten 10 von jeder Sorte gibt es XP-Bonus. Das heißt, wenn ich da 10 davon fange, ja gut, aber da muss ich ja lauter so Perlwurfdinger bauen. Dafür braucht man Ressourcen. Nein, ich verstehe schon. Was ist da? Benötigt Handwerk. Das heißt aber, ich kann jetzt da als Schaf rein tun und dann holen wir das Schaf her, das hat Handwerk, dann bin ich besser beim Handwerkern. Habe ich das richtig verstanden? Ja, bauen wir da mal, nein, bauen wir noch nicht alles. Achtung, jetzt machen wir mal so. Und dann können wir uns da irgendwie eine Perlbox bauen. So, hier, Perlbox. Ich bin mir nicht ganz sicher, was die Perlbox genau kann, aber die stellen wir auch mit da und 20, keine Ahnung. So kann ich die noch nicht, das kann nicht gebaut werden, da es sich mit anderen Objekten oder Charakteren überschneidet. Ja, dann soll das gestungene Scheiß-Schafe da mal weggehen. Was ist denn mit dir? Geh her jetzt da. Pimmelberger. So, Perlbox. Oder komme ich auch nicht näher hin? Ich weiß nicht, was, das stellen wir jetzt einfach da hin, weil es mir auch wurscht ist. Da. Nein, nicht zusammenhauen. Halten, bauen. Klonk. Perlbox Management, Lagerverbesserung, was kann das? Baue Holztruhe, setze einen Perl für Arbeiten im Lager ein! Das ist das, was ich hier. Maximale Anzahl von Arbeitsperls im Lager, Anzahl möglicher Lager. Ja, okay, ich verstehe. Baue Holztruhe. Bauen wir Holztruhe. Hilft ja nicht. Wo? Holztruhe wo?
Holz drüber. Du hast nicht genügend Material, brauchen wir wieder Holz und Steine. Ja, ich sag schon, und das ist wahrscheinlich gemeint mit rumgrinden. Du rennst da doch wahrscheinlich viel umeinander und sammelst. Oh, wir haben da so ein bisschen ein Territorium jetzt, da so im Umkreis. Was ist denn mit euch da? Was passiert jetzt mit euch, du? Da, hörst du schon? Oh, das wollte ich nicht. Jetzt hab ich schon wieder eins verworfen! Hör jetzt auf, mich zu behindert von der Seite zum Rollen, du Fettsack. Da, liegst aber noch an, kannst du nicht helfen. Auch beim Fang von Perls, die du bereits hast, erhältst du bis zum 10. Exemplar Bonus-XP. Ich verstehe. Aber was tue ich mit 10 gleiche Perls? Da bin ich noch ein bisschen verwirrt darüber. Lamperl Level 4. Lamperl Level 4 hilft mir heute nicht weiter, weil ich bloß Level... Was bin ich für Level? Weiß ich nicht. Greife auf das Pellbox zu und rufe einen Pell ins Lager. Machen wir doch einfach mal anhand vom Tutorial und nicht einfach selber umeinander pimmeln. Pellbox Management. So, und jetzt kommen wir da, die haben wir mal das Lamperl da rein. Und dann, das ist Level 2 Lamperl, der haben wir auch da rein. Und der Chikipi und Katiba Lamperl. Und jetzt? Was bringt mir das? Was kann das? Pelz im Lager. Pelz im Lager. Okay. Und das ist jetzt so im Lager und Pelz, die kein Bett haben, bekommen schlechte Laune. Öffne mit Tab dein Inventar, benutze mit Essensgegenstände, um den Hunger zu stillen. Wo ist denn mein Hunger? Ich sehe hier keinen Hunger. Hunger wo? Kann man das essen? Benutzen? Kann ich da irgendein... Ist die orange Leisten eventuell der Hunger? Ja, tatsächlich. Da ist ja mal was. Da muss ich die alle fordern? Bist du vollkommen behindert? Verlieren die ganze Zeit Essen und haben die Hunger auch wenigstens... Ah, komm. Wer tut denn sowas freiwillig? Sag mal! So, wenn du tapp, versuche deinen Status zu verbessern. Was für ein Status? Verstehe ich nicht. Was für ein Status? Fange 5 Lamperl ein und erhalte Erfahrungspunkte als Bonus für deinen Perldex. Fange 30 Pelz und erhöhe dein Level. Ja, das sind jetzt schon die großen Quests. Machen wir so. Machen wir mal Maximum. Ja gut, da können wir bloß noch anbauen. So, Schaufel hilft uns. Ja gut. Wir halten. Gut, fangen wir Lamperl. Fangen wir Lamperl, Holz und Steine. Was ist mit dem da? Ich sehe aber nicht ganz, ob die schon tot sind oder nicht. Was ist da? Kann man das einsammeln? Ja, tatsächlich. Mehr Perls! Gib Perls! Die Schaufel waren alle da hinten. Dann kommt der Kicker-Squad. Chickabee! Schau, dass du lang gewinnst. Ja, wie ich erkenne die Suchtelhooks, erkenne ich schon. Die Nossum. Wo gingen denn die über hin? Warum gingen denn da über so fette Viecher rein? Was ist da los? Keine Ahnung. Und was tut die Expeditionsüberlebende? Das möchte ich jetzt auch gerne mal wissen. Jetzt passen wir auf. Wer bist denn du? Ansprechen. Oh. Jemand, der nicht nach Perls riecht, ist mir Break länger nicht mehr untergekommen. Diese Insel ist die reinste Hölle. Von denen, die mit mir herkamen, ist keiner mehr am Leben. Einer nach dem anderen wurden sie von wilden Pelz abgemurkst. Pass bloß auf dich auf. Ein paar Ressourcen kann ich dir zwar abgeben, aber um hier überleben zu können, musst du dich selbst dran halten. Was soll das heißen? Du bist bloß mit Level 3, du Trutschel. Ja, mit Lederstrapsen. Jetzt hat es mir 10 Holz gegeben. Das ist nett. Dankeschön. Den nehmen wir natürlich mit. So, Steine und Holz, so ist es noch braun. Sollen wir das Zeug jetzt her da? So, her mit dem Holz, bis wir voll sind. Aber nicht ganz voll. Wenn wir nämlich überladen sind, Ahnung. Ah, nein! Dann haben wir wieder einmal zu oft drauf gehauen, weil ich ein Vollidiot bin! Stein schwer. Stein schwer, Shift, Hälfte nehmen, ja. Nochmal Hälfte nehmen, nochmal Hälfte nehmen, nochmal Hälfte nehmen und das werfen wir ab. Klangt das? Nein, das klangt natürlich nicht, dann werfen wir das auch noch ab. So, jetzt klangt's. Da, zurück aus. Müssen wir Zeug bauen. Zeug bauen, Viecher fangen, aufleveln, damit wir mehr dran können. Was ist denn das GEL, das blau ist? Das gelaunt? Du kannst mal ja NPCs fangen. Ah stimmt, hat es ja geheißen, ne? Kann ich den Kämpfer und fangen? Das werden wir gleich ausprobieren. So, müssen wir erstmal mehr so Perldinger da zusammenbasteln. 15 Arbeitsmenge, Maximum, ja, brauchen wir. Alles her damit. Lauteres Peilsphären, und dann brauchen wir von den blauen Steinen wahrscheinlich noch mal ein bisschen was. Was haben wir da links oben? Kommt jetzt das Schaufel und hilft uns tatsächlich. Level 5! Anheben? But why?
Und jetzt? Wie los ist es jemals wieder oben? Was? Hallo? Hilfe! Wir kriegen das wieder oben. Kann ich das werfen? Was ist auf E? Ich weiß nicht, was da ist. Kann ich das schießen, das Ding, oder was? Was? Erstmal leveln. Nochmal sauber in Gewicht hinein. Wieso haben wir da 450 Gewicht gehabt jetzt gerade? Gibt mir das Viech, das ich da hab, zusätzlich Tragekapazität? Perlfähigkeitseffekt plus 50. Arbeitstempo, Passivwerte. Jetzt warte mal. Wir können das! F ist Yeet! F ist Tatsache. Dankeschön. Kafka, welcome to the squad. Bussi aufs Nussi. Ab in den Chat, habe die Ehre, den Kafka, wenn er mitmacht, ist raus. Pro-Tipp, fang dir ein paar Katiwas und nimm sie in dein Team mit. Jedes erhöht deine Traglast um 50. Pro-Tipp 2, du kannst allen Viechern eigene Namen geben. Pokémon-Trainer. Wie Namen? Wie? Wahrscheinlich im Poké-Ding? Achtung. Kann man da was machen? Ein Lamperl. Kann ich? Nein. Okay, nein. Ja, wie? Wie kann ich das? Nein, das wollte ich nicht. Nein, nehme ich mit. Ach, ich habe da mein Team dabei. Okay, und das pusht wahrscheinlich meine Fähigkeiten, während ich unterwegs bin. Aber wie kann ich es umbenennen? Passivfähigkeiten, Motivationscoach. Hat da jeden das... Ja, Alter, die scheiß Mistviecher haben alle individuelle... Also sie haben eine Partnerfähigkeit. Zum Beispiel das Ding hat rechts da Eier legen. Dann hat es Aktivfähigkeiten, Hackordnung, irgendeinen freien Slot, was man da tun kann, weiß ich noch nicht. Und es hat Passivfähigkeiten und es ist geistig labil. Was bedeutet das? Ich kann da nicht umschauen. Ich darf da gerne mit dem Mauszeiger drüber fahren, aber es geht nicht. F für Details. Wo ist F für Details? Ach, da. Lamperl, nein, da kann man es nicht umrennen. Flauschiger Schild, Wolle-Rolle, keine Fähigkeiten zum Tauschfahren. Dem kann man sogar noch individuelle Fähigkeiten dazu schreiben. Okay, ja, I see, was haben wir da? Motivationscoach, eigenes Arbeitstempo plus 25%, das wird das krasse Schofel. Farmarbeit, Transport, Handwerk. Angriff, Hunger. Flauschknädel! One! Flauschknädel One! Bestätigen! Ist das jetzt der Flauschknädel? Nein, ist er nicht! Warum nicht? Wen haben wir jetzt da? Hab ich den da gehen? Der Flauschknädel One. Der ist Level 5. Wieso arbeitet der nicht bei uns im Lager? Der ist Motivationscoach. Hallo? Und der ist Level 1. Der stinkt total zum Himmel. Bringt's das dann auch? Da! Flauschknädel One! Nice! Eat the child! So, Kathi, was soll ich fangen, hat's geheißen. Dann nehmen wir mal die billigen Kleinen, das ist ja mir wurscht. Tu mal das Waffenwechseln, bin ich noch nicht so ganz fit, muss ich sagen. So, machen wir so. Küssen wir sauber nicht auf den Dates drauf. Muss gegangen. Für Level 1 Vieh muss er überall hingegangen. Aber wir müssen mal Lamperl fangen, hat's geheißen. Wann ein Lamperl? Da ist ein Lamperl! Bist du gut? Nein, bist du nicht. Wo haben denn alle Lamperl hin? Respawnen die irgendwann wieder? Weiß ich nicht. Oh Gott, ist das ein... Es ist schon sehr bunt. Da muss man mal sagen, es ist schon sehr bunt. So, nehmen wir noch ein paar Steine mit. Zack, zack, zack. So bis wir bei so 450 sind. Jawohl. Und wir haben da eigentlich eine Hacke, mehr Holz. Und man kriegt immer 10 Gewicht pro Schlag. 1, 2, 3. So, mehr nehmen wir nicht mit. Wann die ganzen Lamperl? Gib Lamperl. Oh, jetzt dürfen wir nichts mehr sammeln. Wann die Lamperl alle? Was ist denn da hinten eigentlich, Alter? Da haben ein paar Gockel, der Gockelmann. Ich finde keine Lamperl mehr. Ich habe alle umgebracht. Ich bin ein totaler Arsch. Warum ist denn das Lamperl da jetzt umeinander geflogen? Kann man das nicht sagen? Weiß ich nicht. Dann gehen wir mal auf die andere Seite. Dieser Perl ist gesund und munter. Aber wir brauchen mal ein Bett. Kann ich schon ein Bett bauen? Na, das ist, ja, Base Building, ja. Muss ich wahrscheinlich, warte mal, gehen wir mal ins Forschungsmenü. Kann ich schon, oh, wir haben 18 Punkte, ja sicher. Alter Bogen, ja. Pfeile, ja. Bauwerk, ja. Bauwerk, ja. Gegenstand, ja. Gegenstand, ja. Wir haben noch 11 Punkte. Was haben wir da? Normaler Schild. Ja, Netzfeuer vor mir.
Nein, Birger, nicht zu viel vor mir. Tu nicht so viel umeinander, jetzt müssen wir ein Lagerfeuer bauen, damit nichts passiert. Oder sollen wir jetzt erstmal Base bauen? Ich kriege mich nicht aus. Nein, das wollte ich nicht. Nein, das wollte ich nicht. Warum? Ach, geh, wieso schmeißt denn das gleich, das Ding? Das ist das Letzte. Das ist das Letzte. Wieso schmeißt denn das aber gleich? Na, Sebian! Ab in den Chat habe ich einen Sebian. Wenn ich mitmache, das raus! So. Ein Bett wollen wir bauen. Bett bauen? Da, Bett. Das ist aber ein mieses Bett. Ja, mit dem muss es jetzt begnügen. Muss auf einem überdachten Fundament gebaut werden. Ja, wo? Muss ich jetzt das Base bauen anfangen oder was? Ich habe jetzt keine Zeit zum Base bauen. Holzfundament. Ja, dann bauen wir Holz. Oh, sehr nahtlos, ohne Rumgepimmel. Stellen wir dann. Stellen wir da so her. Dann machen wir jetzt 4 Stück. Ja. Das geht einfach so. Okay. Snappt das an der Zeig? Ja, natürlich. Haben sie. Ich sehe schon. Machen wir jetzt einmal 4x4. 2x2. So, das schaut doch gut aus. Ja, das ist geil. Das ist gut. Schau, was sein. So, dann machen wir eine Holzwand. Was kostet eine Holzwand? 2. Kann man das drehen irgendwie? Nein. Doch, da. Nein, ich mag eine Holzwand mit Fenster. Immer Fenster. So, sehr gut. Dann machen wir eine Holzwand mit Tür. Und dann machen wir so. Sehr gut. Wie geht die Tür auf? FV Sicherheitseinstellungen. Verriegelung aktiviert. Passwort. Bauen wir zu. Weil wir schon dabei sind, baut zu. Machen wir da ein Fenster hin. Und wenn wir Schiene aussehen können, ja, bauen wir hin. Und dann bauen wir auf der anderen Seite bauen wir nur eine Tür. Damit wir von beiden Seiten reinrumpeln können. Machen wir so. Fäh aus mit dem Holz. Für was haben wir denn gesammelt? Da ist meine Bude her jetzt da. Kann ich da ein Lagerfeuer machen da drin? Weiß nicht. So. Die gute alte Minecraft-Dreghütten. So, wieso habe ich da keine Fenster eingebaut? Du Vollidiot! Kann ich das wieder abbauen? Wie kann ich das abbauen? Hilfe! Rückbaumodus C. Aha! Sehr gut! Lesen ist starker Vorteil. Muss ich das jetzt mal wieder so ausbauen? Und wieso kann das nicht drin bleiben? Muss ich das nervt mich schon wieder ein bisschen. Kann ich Treppen bauen? Was ist das? Das ist keine Treppen. Ist mir jetzt aber auch wurscht. Kann ich ein Dach bauen? Doch, da ist ein Treppen! Kann ich noch Treppen bauen? Bau Treppen. Treppen wo? Wieso ist die Treppen so groß? Was ist das für Treppen? Was tut das Ding? Was tut denn das? Na, ja gut, das macht... Tu das weg! Holzdach! Schräges Holzdach! Was sollst du da oben aufbauen, du Trotteltraurig? Leck mir am Arsch an, ring so rein. So, mach die Bude auf. So, mach mal auf. So, mach mal auf. Aber können wir da ein Lagerfeuer herpflanzen? Gib Lagerfeuer! Lagerfeuer! Nicht genügend Material. Ne, müssen wir schon wieder Holz sammeln. Da ist ein Baum! Und Rechtsklick für aufeinanderfolgendes bauen. Ich hätte vielleicht anständig schauen, das steht mit Sicherheit auch wieder rechts unten. Schau hin! Wir brauchen Holzkisten. Sehe ich schon, wir brauchen Holzkisten, wo wir einen Scheiß einlagern können, weil das ist ein totaler Witz. Und Kathi, was brauchen wir, damit wir mehr tragen können? Das ist ein Wahnsinn. Ich wird gleich mal ins Lager eingeschissen. B wie Busen. So, Holzkiste. Ja, ja, schön sicher eine. Zauberhaft. Bauen. Klonk. Da gibt's Schaufeln, helfen wir heute beim Bauen. Können jetzt wirklich? Tatsächlich. Geil, sogar mit Wegfindung dort. Kann ich streichen, du gehst mir sauber, du gehst mir angehoben. Na, wo laufen die da wieder? Ach, da leckt mir am Arsch, du Trottel. So, Kiste. So, wie transferiert man da so um? Weiß ich nicht. Alle einsammeln. 3 nach rechts, nach links. 3, wie? Schnell auffüllen. So. Hä? Wieso ist jetzt da Holz? Wieso ist jetzt da Holz drin? Das hab ich da nicht eingelegt, ich hab's genau gesehen. Hat das Schaf da eingetragen? Willst du mich verarschen? Was ist denn das da? Wolle? Der Mumme? Alles der Mumme. Jetzt ist die Frage, das interessiert mich jetzt ganz schön. Das Essen lassen wir da. Was es Ei kann, weiß ich nicht. Das ist Essen wahrscheinlich und die lassen wir auch da. Die lassen wir mal ganz langsam. Na, schade, das geht noch nicht mit dem Ersetzen von den Items. Dass das automatisch switcht. Was ist das da? Kleine Perlseele. Die Seele eines verschiedenen kleinen Perls. Opfere sie einer Statue der Kraft, um ihr verborgenes Potenzial zutage zu führen. Okay. Ja, was ist mit dir? Oh, du hast einen Geistesblitz gehabt, oder was ist mit dir transportiert? Was transportierst denn du? Was machst du? Da muss ich dir jetzt zuschauen, das hilft nicht. Was tust du? Was transportierst du?
Was transportierst du denn? Der sammelt rund um die Sonne! Ich brauch mehr Schaufel! Ihr Kinder, besser wird's nicht mehr. Ich bin maximal überfordert. Mein Lager ist jetzt schon beschissen, ist mir aber scheißegal. Du mit B, Holztruhe. Ja, wir brauchen Holz. Da, Baum. Wachsen die Bäume eigentlich wieder nach oder muss ich da früher oder später... Naja, Mission erledigt, du kannst deine Perlbox verbessern. Das ist ein purer Progress. Purer Progress. Birger, Rechtsklick, schnell in die Kiste lagern. Habe ich schon rausgefunden. Habe ich gerade probiert. Birger, das was der Gunpowder schreibt. Was schreibt dann? Damit der Gunpowder innerhalb vom blauen Rand deiner Perlbox hast Zugriff auf alle Ressourcen deiner Kisten zum Bauen. Genau das wollte ich wissen. Dankeschön. Der Foxy, Dankeschön. Leute, ich bin dermaßen... es ist wie spät? Was wir schon lange nicht mehr gehört haben? Dauert ein bisschen. Es ist wie spät. Okay. Wir schauen mal nicht auf die Uhr. Das hilft sowieso nicht. Das ist was für Uhr, Alter. Zaun bauen. Schraubenzieher. Werkzeug für die Reparatur von Gebäuden. Kaputte Gebäude können damit wieder instand gesetzt werden. Brauchen wir nicht. Stoff. Dieser Stoff lässt sich durch Verarbeitung von Wolle herstellen. Wird für die Herstellung von Rüstungen benötigt. Aha. Aber erstmal, oh ja, der Bogen, der darf mich natürlich auch interessieren. Aber erstmal der mal ein paar... Wir brauchen mehr Pelzviehs. So schaut's aus. Wir müssen mehr Leute. Ey, was mich jetzt interessiert, das kommt jetzt das Schaf da von der Lorde her? Wo ist denn das? Da kommt's. Und baut das Zeug, ohne dass ich baue? Und mit mir geht's halt schnell. Was ist, wenn ich jetzt da noch drauf drücke? Aber geht's auch nicht schneller. Ja, wieso tue ich nicht dann da überhaupt irgendwas? Schufte! Jetzt glaube ich, habe ich es verstanden mit. Du musst da Viecher versklaven. So, Pellbox Upgrade. Dann können wir wahrscheinlich schon 2 hinbauen. Sehe ich das richtig? Dann müssen wir schauen. Pellbox Management. Und das sollen wir jetzt da irgendwo ausbauen. What? Okay, passt. Dann machen wir auf Lagerverbesserung. Holztruhe haben wir und ein Perl in der Arbeit haben wir drin. Und dann maximale Anzahl von Arbeitsperls im Lager kriegen wir 2. Und ja gut, man kann dann später mal mehr Lager bauen. Okay. Baue ein mieses Bett. Das bauen wir. Und ein Lagerfeuer baue ich jetzt auch endlich mal, damit da mal hell ist. Die haben aber nicht genügend Material. Wo ist denn das ganze Holz hin? Mann, das ganze Holz ist so weit weg. Und er schuftet und holt mir das ganze Zeug daher. Sehr schön. Rüstung ist nicht schlecht gegen Frostbeulen. Oh, das ist natürlich ein guter Tipp. Oder was ist, aber jetzt brauchen wir erst ein wenig Holz. Kann ich das da abbauen? Nö. Ist da irgendwas abbaubar? Nö. Waren da noch? Da waren noch 4. Oh ja, das haben wir mit unser Schaferlei, wenn wir es nicht mehr mitnehmen können. Easy. Und den Rest, den wir noch versklaven werden. Her mit dem Schuld. Peng. Alter, da fällt ohne Ende Holz raus. Easy. Es ist... Ich sag dir jetzt was. Natürlich noch... Wie lange haben wir jetzt in-game? So halbwegs ernsthaft eine halbe Stunde. Ja, warte mal schon. Perl anweisen? Kann ich dem mal sagen, er soll Baum abreißen und so? Nein. Ich seh schon, warum die Leute so viel Bock auf so ein Spiel. Es hat Elemente aus allen beliebten Spielen. Du nimmst die Sammelgeschichte von Pokémon. Funktioniert seit über 20 Jahren. Seit 25 Jahren, um genau zu sein. Du nimmst die Survival- und Base-Building-Elemente von beliebte knuffige Survival-Spiele. Zum Beispiel der Baumodus in Fortnite. Der Grafikstil in Fortnite. Auch wenn man nicht mag, man muss ihm gestehen, er ist absolut zeitlos und klangt absolut. Es speit sich flüssig. Ich habe bis jetzt noch keine gravierenden, krassen Fehler nicht gesehen. Es ist einigermaßen verständlich. Es ist super cute. Ja, ob man das mag oder nicht, das ist so kleine Flasche. Schau's da an. Sag selber. Schau's da an. Schau dir das Schauferl an. Sag.
Hat ein bisschen, ja, Minecraft spielt eine Rolle. Gut, Minecraft ist die Mutter aller dieser Survival-Aufbaugeschichten. Du hast einfaches Base-Building, das manche Survival-Games 20 Jahre später noch nicht auf 3 kriegen oder 5 Jahre in Entwicklung nicht auf 3 kriegen. Jetzt tun wir so, warte mal, Lagerfeuer hergeschissen. Das bauen wir jetzt da schnell her, damit es da einmal hell bleibt. Oh, das dauert aber lang. Und man darf nicht vergessen, das ist ein früher Early Access. Das ist noch das Nächste. Ich habe jetzt natürlich das Spiel noch nicht ausgereizt. Ja? Was ist das? Benötigt Feuerzeugung, keine Gegenstände in der Warteschlange, Rezept wählen. Oh, gegrillte Beere! Ja, rein die Düdelerei. Produktion beginnen. Ja, für was haben wir unser Schaf, Alter? Für was haben wir unser Schaf? So, jetzt müssen wir ein Bett bauen. Und ich sage auf Anhieb, das ist eine Verbindung aus so vielen verschiedenen Spielen in einem. Und es ist kein Stress, es ist kein. Also bis jetzt habe ich noch kein PvP gesehen. Ich weiß nicht, ob man gegeneinander spielen kann, wenn man Koop spielt. Eventuell schon, wenn man da Gilden machen kann und so. Sehe ich auf Anhieb. Und es ist ja, muss ich ganz ehrlich sagen, auf Anhieb muss ich sagen, macht Spaß. Macht Spaß. Ich glaube, wenn ich jetzt vorher Ewigkeiten lang bestimmte Spiele, die dem hier sehr ähneln, gespielt hätte. Normalerweise bin ich kein Freund von den 0815 Survival Games. Ja, sammelt Holz, sammelt Steine, sammelt Eisen, Produktionsketten, bla. Wie Rust oder wie Ark, was kann schlafen? Um ein Bett nutzen zu können, muss es überdacht sein. Ja, dann bauen wir den Dach auf, ey! Können wir durchbauen? Holzdach! Ah, Rechtsklick kurz kosten. Warte mal. Rechtsklick. Ah, ja. Oh, ja. Easy. Und da ist Hanold. Das klingt jetzt absolut bescheuert. Ja? Es klingt jetzt absolut bescheuert, aber der Building Motor, wie ein Todd Howard gern sagen würde, it just works. Ja, es ist einfach. Es ist selbstverständlich, dass der eigentlich funktionieren sollte. Aber in anderen Spielen ist es einfach nicht selbstverständlich, dass er einfach funktioniert. Leider. So, abrennen, schlafen. Oder kann man auch tief ins unter die Reckerlei schauen. Das Spiel muss wohl Totem viel so. Was? Das Spiel muss wohl Totem viel so sein. Viel von seinem Vorgänger Craftopia haben, ist vom selben Studio. Habe ich heute ein Video dazu gesehen. Da haben sie über Craftopia geredet, aber ich habe es nicht gesehen, sondern bloß nebenbei gehört. Ja, Perl. Oh, ich kann einen zweiten Perl einstellen. Oder jetzt schauen wir mal, was haben wir da? Erhalten. Ja, dann grillen wir das Ding einmal. Sogar eine kleine Animation, wo das Essen in der Pfanne schon wieder so gut ausschaut, dass ich auch was haben will. So, erhalten, nehmen wir mit. Was auch immer das kann. Fange 5 Lampen. Wir müssen immer noch Lampen fangen. Was müssen wir da noch drin tun? Nix, Lagerverbesserung. Wir können schon wieder Lager verbessern. Gehen wir 2 Perls einstellen. Dann baue ich einen Futtertrog und baue Perl-Strohbett. Das bauen wir einer. Können wir das drin bauen oder müssen wir das draußen bauen? Und Perl-Strohbett. Das kann nicht gebaut werden. Überschneit sie. Das können wir heraus bauen. Okay. Also, wo bauen wir das? Wo bauen wir das hin? Ich weiß nicht, wie wir expandieren. Ich glaube, wir müssen noch mal eins tiefer werden. Und dann bauen wir die Perlbetten da hinten. Das ist eh wurscht. Wir brauchen mehrere. Kann man die auch mit Rechtsklick mehrere bauen? Nochmal. Zack. Da brauchen wir gleich 3. Schade, dass wir die nicht. Das ist so geil. Ja, und du kannst mir erzählen, was du willst. Ich kann verstehen, wenn man da keinen Bock drauf hat. Aber es schaut schon ultra knuffig aus. Ja, schau dir das Schaf an. Ich meine. Was sollst du sagen dazu? Bauen wir mal ein Bett ein. So, bis zur Fertigstellung. 1 Sekunde. Und du wirst dich frei! Na! Und dann, ja, dann schaut er, ob irgendwo was zum Tor ist, dann schaut die Wegfindung ein und er kommt. So, jetzt sehen wir mal. Oh, meine Pals Level Meat. Da steht immer links oben steht irgendwas. Dann haben wir Palbox Management. Da Kativa. Jetzt haben wir Kativa da noch einer. Was kann das? Samtpfoten, das ist ein Angsthase und Hitzkopf. Und was haben wir da? Fastenprofi. Angsthase, dann nehmen wir doch natürlich den. Und dann nehmen wir noch das Level 5 Lamperl. Das ist auch Fastenprofi, fragil, selbstzerstörerisch. Das nehmen wir lieber nicht. Und das geistig labile Gickerl nehmen wir natürlich auch nicht. Ich weiß zwar nicht so ganz, was das bedeutet. Dann gehen wir auf Details. Angsthase. Ah, okay, das sind dann. Also wirklich, oder jedes Viech individuell für sich
hat eigene Stats, die zufällig sind. Jeder jetzt hat das gleiche. Und dann hat der Angsthase hat zum Beispiel minus 10 Angriff. Der Hitzkopf hat minus 10% gekriegt, wahrscheinlich minus 10% Eisschaden. Er ist für Sammeln, Handwerk, Transport, Bergbau. Und irgendeinen Buff hat er. Samtpfoten. Einzige Fähigkeit. Der Foxy hat doch geschrieben, dass die Kativas mir mehr Gewicht geben. Aber dazu muss ich es in meinem Squad haben. Sage ich das richtig? Da muss ich die da in meinem Team haben. Na gut, da müssen wir noch welche fangen. Das hilft sowieso nicht. Was haben wir da? Erhalten. Okay. Dann gehen wir da. Ein Lammballkebab. Sehr gut. Das nehme ich. Was brauchen wir da? Lammballfleisch. 8 Haare rein. Na gut. Gehen wir weiter. Ja, Alter. Und das Space. Auf den ersten Blick. Ziemlich umfangreich. Du kannst die Viecher sammeln. Du kannst die Viecher... Oh, fahrende Händler. Wen haben wir da gefunden? Haben wir jemanden gefunden. Gehen wir gleich mal her zum Händler. Da baue ich das Ding ab. Achtung. Das nehmen wir mit. Zack, zack, zack. Und dann verkaufen wir mal. Was hast du so? Hallo. Fahrender Händler. Willkommen. Schau dich ruhig um. Kaufen, verkaufen. Schau mal, kaufen. Was kann man da so kaufen? Oh, was ist dieses? Was brauchen wir da? Gold. Gold haben wir noch gar keins. Da werden wir wahrscheinlich erst Zahn verkaufen müssen. Aber was ist das? Hasenohren-Haarreif. Schaltet das Rezept für Hasenohren-Haarreif ungewöhnlich frei. Der Gegenstand kann fortan mit Hilfe von primitiver Werkbank gefertigt werden. Das ist wahrscheinlich ein Kleidungsrüstungsstück. Pfeile, Medizin. Ja, keine Ahnung. Brauchen wir nicht! Viecher brauche ich! Mehr! Und Holz! Das Lammball grillt Lammballfleisch. Habe ich auch schon. Wollte ich kurz in Frage stellen. Oh, mir schleppt man schon wieder 2 Gegenstände rum. Aber die trage ich jetzt noch schnell in unseren blauen Bereich, damit sie uns die Viecher zusammenklappen. Dann schmeißen wir uns einfach einen Boni, die tragen schon in Kisten rein. Wobei die Kisten nicht recht groß waren. Die werden wahrscheinlich auch ziemlich schnell voll sein, nehme ich an. Was denn die zwei jetzt da? Was ist mit euch? Hat sie besoffen? Weil, die werden da einfach irgendwo umeinander stravanzen. Na gut. Sollen sie umeinander stravanzen, abwerfen, Storner abwerfen und dann kommen sie. Das ist halt schon cool. Das ist cool. Na gut, schauen wir weiter ausbauen, das hilft eh nicht. Was darf man sonst? Lammballern kann ich mit da, die habe ich alle erschlagen. Da muss ich jetzt zu weit weg, das gefällt mir nicht. Nein, das gefällt mir nicht. So, was haben wir da? Stoff und Ding brauchen wir nicht. Was brauchen wir da? Lagerverbesserung. Wir brauchen einen Futtertrog. Den werde ich aber wahrscheinlich erst skillen müssen, weil den habe ich noch nicht gesehen. Da ist der Futtertrog. Der braucht schon 2 Punkte. Ja, den skillen wir. Los, Futtertrog freischalten. Ja, Stickerl für Stickerl. Der haben wir nicht lange umeinander. So, hier, blub, wo ist der Futtertrog? Futtertrog, da ist der Futtertrog. Du hast nicht genügend Material. Holz. Ja, das habe ich natürlich da unten hingeschmissen, ich Superheld. Da habe ich Holz, wo Holz? Fangt mal schneller als dran, ihr Kasperl. Oh, es gibt Fallschaden. Es gibt tatsächlich Fallschaden. Ich habe ein bisschen Damage gekriegt, aber nicht viel. So, was haben wir da? Stein. Nein, ich mag nicht einen Stein. Instinktiv habe ich jetzt, weil vor lauteres das. Holz nehmen wir mit. Ja, das können wir Steine mitnehmen. Ja, easy. Nehmen wir mit. Je mehr Perls im Lager, desto gut. Das habe ich schon gespannt. Das habe ich schon gespannt. Und was haben wir da? Erhalten. Das nehmen wir mit. Machen wir so. Futtertrog. Die Frage ist, Futtertrog, der wir zu den Nester liegen. Ist das schon? Was ist denn der Futtertrog überhaupt? Ein Trog für Perlfutter. Hungrige Perls können sich hier satt fressen. Achte darauf, dass immer genügend Futter da ist. Das der wir natürlich zu den Betal dazu oder neben die Betal hinstellen. Da der wir sie. Halten zum Bauen. Da! Das Schafall ist eh schon halb ausgehungert. Ein Händler kannst du auch fangen. Das probieren wir jetzt gleich mal. Da kriegt es gleich mal die Keule zu spüren. Hey, Mr. Händler Sepp, ich hab dich schon gesehen da ums Eck. Tu dich nicht ab, wie du da bist. Ja, geh mir her da. Komm hier durch. Okay. Okay. Interesting. Hey, Mr. Händler, kriegst du nicht einen Deckel? Da geh her. Schau her. Bumm. 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 Fang ja nicht das Schießen. Das wollte ich nicht.
Oops, I guess. Upsi. Oh. Hat keiner gesehen. Tschüss. Tschüss dann. So, da muss ich wahrscheinlich essen rein, da sehe ich das richtig. Ja, schön. Okay, fressen die ein Fleisch, Lammball-Kebab fürs Lammball, warum nicht? Und ein paar herbrennende Beeren. Okay, passt schon. Wollt ihr das selber essen? Ich hoffe. Hoppala. Upsi. Runtergefallen. Was haben wir da jetzt drin? Da ist auch schon fast voll. Brauchen wir mehr Holzkisten. Hab ich schon gesehen, bauen wir nur Holzkisten. Los! Holzkiste, stellen wir direkt daneben. Die stellen wir mir direkt daneben. Wie weit kann man die zusammenstellen? Ja, nicht ganz. Aber ich was zumindest optisch erkennt. So. Die bauen wir selber. Genau das ist mir auch passiert, wie ich den Scheißhändler fangen wollte. Hey, er fällt aber auch sofort auf Ort. Ich habe nicht gewusst, dass meine Viecher gleich so dermaßen aggro werden. Das hab ich nicht kennen sehen. So, Lagerverbesserung, nächste Lagerverbesserung. Wieder ein Perl mehr. Baue Bärengarten, setze einen Pell für Arbeiten im Lager ein. Ja gut, das haben wir gleich. Warte mal, Boxman, wir haben noch ein Schofel. So, 2 Schofel, ein Dingsbums da, das Schofel nehmen wir mit. Und Chickpea und Schofel, die regeln das schon. So, das schaut ja schon mal gut aus. Was haben wir noch? Schnellreise. Oh. Ah, okay. Man kann von seiner Pellbox aus. Das probieren wir jetzt einfach mal. Zack, und dann haben wir da rum. Ja, gut, passt. Ja, kann man so lassen. Da haben wir 2 Stecken Holz gefunden, das passt schon. So, kommen wir da heraus. Jetzt passen wir an. Oh, da war jemand hungrig. Und jetzt geht er da hin und holt sich das oder was? Der Flauschknädel One. Das glaube ich sauber am Speisen. Okay, das werden wir beobachten. Jetzt machen wir mir folgendes. Jetzt probieren wir mal was. Treppe, kann ich die heraus da hinbauen? Ja, das ist es halt da oben ohne bauen, weißt du schon? Da werde ich wahrscheinlich. Gehen wir mal nochmal zurück zum Baumenü. Da machen wir nochmal ein Fundament bauen. Ja. Da ist noch nicht so drin, vergiss ich, wie rechtsklick, machen wir so und so. So. Und nein, vergiss die ganze Zeit, wenn ich ganz ehrlich bin. Dann machen wir so. Kann ich das jetzt da? Wieso? Ich möchte da Treppen jetzt aufbauen. Ist das 2 verlangt spät? Sag mal! Ja, da macht es ganz viel Sinn, dass ich es da unten hinbaue. Ja, das macht Sinn. Okay, nein, ich glaube, ich hab's. Nein, ich hab's da nicht. Da ist doch jetzt gerade Platten. Nein, das geht natürlich da nicht. Wieso geht das nicht? Wieso kann ich jetzt da keine Treppe? Weil mich vielleicht nicht reindenken. Halt mal! So, jetzt haben wir einen Turm. Easy. Was ist die Frage? Können wir das da nochmal machen? So? Die kann man komplett nahtlos abbauen. Okay, interesting. Interesting. Ja gut, mehr brauchen wir noch nicht. Drauf geschissen. Was brauchen wir? Irgendwas sollen wir bauen. Ich glaube, das ist einmal Phase 1, so das Ding so weit ausbauen, wie es geht. Ein Bärengarten. Den werden wir wahrscheinlich auch skillen müssen. Was kann der Bärengarten? Der Bärengarten. Hier kannst du leckere Beeren anbauen. Für die Arbeit benötigt man Pelz, die Aussaat, Bewässerung und Sammeln beherrschen. Und wir brauchen Beerensamen. Die haben wir noch nicht, die haben wir noch gar nicht gefunden. Da haben wir ein normaler Schild, ein mit Hilfe von Pallium-Technologie hergestellter mysteriöse. Okay. Was haben wir da? Schlingenfalle und eine Alarmglocke. Eine Glocke, mit der du die Alarmbereitschaft der Pelz im Lager ändern kannst. Lege jederzeit fest, ob deine Pelz, wenn du im Angriff Eindringlinge zurückschlagen oder sich auf die Arbeit konzentrieren sollen. Es gibt offensichtlich so, Stoffkleidung und ein Steinspeer. Die Stoffkleidung, die bauen wir uns jetzt einmal. Gib Stoffkleidung! Beim Jahrwart, wenn wir Stoff herstellen. Wir haben eine Wolle, haben wir genug. Machen wir so. Tu mir 5 Stoff. Gib 5 Stoff. Bauen wir selber. Geht das jetzt da irgendwie schneller, wenn das Viech da mitarbeitet oder nicht? Oh ja, geht schon schneller. Man sieht es nicht gut, dass es schneller geht, aber es geht schneller. Das wird nicht langweilig. So, die Frage ist jetzt, wie baue ich diese Kleidung? Ah, da. Lol. Produktion beginnen. Los. Oh, die dauert schon ein bisschen. Wird mein Viech immer besser, je höher das Level das wird? Also wird da sein Passivbonus auch stärker oder wie läuft das? Oh, werden wir alles rausfinden. Oh, jetzt schauen so! Jetzt hat die ganze Garde ein Gesicht. So, brauchen wir noch einen Helm. Der wird dann wahrscheinlich später kommen. Naja, gut. Was der ich sag?
Wir schmeißen jetzt das am Boden, das am Boden, das am Boden, das am Boden und das am Boden. Und die Trottel sind weggetragen. Und wir machen uns mehr auf die Jagd und schauen mal, ob wir noch ein paar Viecher finden, ein paar andere, die wir noch nicht gesehen haben. Oder sollen wir einen Steinspeer noch bauen? Wenn wir nicht mit der Keule umeinander laufen müssen. Freilich bauen wir mir einen Steinspeer, was darf man sonst? Hier, Steinspeer, ja. Easy. Und ein Schild bauen wir uns auch. Pimmelt mir gar nicht lange um die Hand, gib Schild auch gleich noch her. Ja. Wir kommen in ein Palladiumbruchstück, da haben wir genug Holz, haben wir genug Stein, Fasern. Und da haben wir Holz und Stein. Ja, easy, Alter. Easy, easy. Dann nehmen wir uns das Zeug raus. Okay. Nein, das wollte ich nicht. So, wir bauen uns. Einen Bogen hätte ich eigentlich auch noch gern. Wieso können wir den nicht bauen? Pelz, die kein Bett haben, bekommen schlechte Laune. Oh, wir brauchen noch ein Bett, brauchen wir auch noch. Jetzt bauen wir uns mal ein Schild. Bauen wir uns mal ein Schild, ja. So, weißt du, was für eine Frage, dass ich mir stelle? Wie spiele ich an dem Spiel weiter ohne Stream? Wie? Ich kann am Freitag leider Gottes keinen spontanen Stream reinhauen, weil ich da auf einer, ja, mehr oder weniger, der Kani hat Geburtstag gehabt schon und da ist eine kleine Feier. Da bin ich natürlich. So, jetzt haben wir einen Schild. Ah ja, das seht ihr wahrscheinlich nicht gescheit Runden. Bis jetzt ist es noch nicht so wichtig, die Lebensleistung. Wenn es wirklich ist, dann tue ich meine Kamera auf die andere Seite nochmal. Jetzt haben wir da so ein kleines Schild, der sich wieder auflädt. Neue Welt anfangen! Eine neue Welt anfangen? Nein, natürlich nicht. Haben wir schnell 40 brutzelt. Was tut ihr? Ihr tragt Zahn umeinander. Haben wir mir. Jetzt muss ich nachschauen. Ich muss nachschauen. Haben wir mir Lagerverbesserung? Nein. Wir haben jetzt 4 Perls drin. Oh, wir brauchen ein Bett. Wir brauchen noch ein Bett und seine Perls dürfen natürlich nicht draußen schlafen, das ist klar. Das ist ja klar. Das stellen wir da hier. Oh, wunderschön. Wunderschön. Das soll ihr selber bauen. Ja, sonst gibt es eine mit der Keule auf dem Tegel. Wie schnell sind die? Die sind ja 5 so schnell wie ich. Na ja, gut. 40 Bett haben wir. Hab ich schon gesehen. Herr Reichhardt, hab ich schon gesehen. So, Pellbox Management. Nö. Okay, der Bärengarten, der dauert noch ein bisschen. Einen Speer wollten wir uns noch bauen. Jetzt passen wir an. Wo ist denn der Speer? Da ist der Speer, den bauen wir uns. Produktion beginnen, halten. Los. Dann können wir unsere Keule mit den Stats von den Items einmal interessieren. Also man muss anschauen, wie viel macht da. Was ist mit dir schon wieder? Da, Speer haben wir. Sagt man da irgendwie, was das Ding Schaden macht? Haltbarkeit. Ja, das Zeug geht langsam kaputt. Jetzt haben wir da irgendwo ein Holzspeer. Kann man den ausrüsten? Ah ja. Da steht jetzt 10. Angriff 35. Okay, das hat eigene Stats. Angriff 10, Angriff 20, Angriff 20, der hat 35. Ja, gut, passt. Ja, gut, passt. Was ich mir noch so ein bisschen wünschen darf, ist eine Quickbar. Eine Quickbar unten in der Mitte. Ist vielleicht von Minecraft geklaut, ist mir scheißegal. Fange 5 Lamperl ein. Ja, fange 30 Perls. Dann machen wir die. Dann bauen wir uns noch ein paar Fangdinge. Ist mir wurscht, ich nenne die jetzt Forever Pokéball. Es sind Pokébälle, was anderes ist nicht. Das ist aber mal ober ein Haufen Oberlohn. Heisenzwerg, ja sicherlich. Ein Haufen Mods installiert. Das 4. Bett brauchst du noch. Haben wir, ich sehe schon, der DayZ-Server ist gekündigt. Das nicht. Ganz ehrlich, mal kurz zum DayZ-Server. Es gefreut mich narrisch, es spielen ein Haufen Leute, auch am Wochenende. Also am Wochenende zu den Primetime-Zeiten. Am Sonntag waren wir, glaube ich, knapp voll. Es freut mich sehr. Ich glaube, die Leute haben auch wirklich Bock und der Server hat langsam sämtliche Einstellungen so, wie ich es mir vorgestellt habe. Es gingen noch 2, 3 Sachen ab, die ich für den Schluss gern hätte. Warte mal. Das haben wir noch komplett zusammen und werfen wir noch einen Boni, das sollen unsere Viecher sammeln. Und langsam wird es besser, dass ich nicht mehr so viel vor dem Server bin. Also das war schon gescheit narrisch die letzten Wochen. Um ganz ehrlich zu sein, ich hab nichts anderes da wie das. In jeder freien Minute, egal wo ich bin, Rechtsklick, benutzen, da ist mal was, ja passt. So, und jetzt gehen wir auf die Jagd. Jetzt fangen wir ein paar Viecher da. Schönes großes Lager im DayZ, vor allem mit dem Heli, die Aktion. Ich bin mittlerweile so brainfuck, dass ich nicht mehr mitkriege, was auf dem Server los ist. Ich sag das, wie es ist. Wie viele Pokébälle haben wir? 13. Ja, Chicky, einsammeln, los! Da, bis du kapierst, was los ist. So, Level up! Sehr schön, Werte erhöhen, plus 500.
Das machen wir die ersten 10 Level, sag ich dir, wie es ist, und dann schauen wir langsam mal die anderen Sachen an. Da, noch Schafall! Schafall brauchen wir! 2 Lamperl! Wir nehmen alle Lamperl. Wir nehmen alle Lamperl, die da... Ich hätte ja mal mein Lager da heruntergebaut, ich Vollidiot. So hab ich mir schon gedacht, dass ich 5 Meter weitergehe und denke mir, Kruzifix hätte ich es da gebaut. So, Mr. Lamperl, bitte nicht auf einen Schlag da sein, auch nicht auf 2. So, jetzt geh her. So, die nehme ich mit. So, du bist da eingebaggelt. Und du bist da eingebaggelt. Da haben wir alle. Jawohl. Und dann brauchen wir ganz furchtbar viele Holzsteine und diese blauen Steine da. Wir nehmen, wie viel haben wir noch? 8. Jetzt nehmen wir noch, Miezis nehmen wir noch mit. Mietz! Böse Mietz! Brave Mietz! Du gehst her und du gehst daher. Du kommst nicht mehr auf die Idee, dass du mich haust, du gehst daher. Wir sammeln mal jeden Scheißdreck, sammeln wir mehr. Oh, so kommen wir aber fett. Oh, Gicker hat leider ins Großbissen. Lamperl, du gehst her. Ruhig mich nicht mehr. Ah, schau jetzt, da saufst du Trottel. Kann ich da drin umeinander haben? Hat's alle. Nein, Lamperl, das wollte ich nicht. Da geh her. Wir nehmen jeden Scheißdreck mit. Ich sag, dass es ist, wir nehmen jeden Scheißdreck mit. Und da hinten habe ich irgendwas Grünes blinken sehen. Das werden wir uns auch noch anschauen, was das ist. Holz auf, Holz nehmen wir mit. Oh, machen wir diesen hier. Wie viel Gewicht kann ich noch tragen? Schon noch genügend, glaube ich. Schaut gut aus. Nimm die Büsche mit. Da sind Bären dran. Das habe ich mir vorher schon gedacht, dass da an die Büsche irgendwas, was kann ich da machen? Kann ich die einfach, die stehen da? Haben das so? Können wir bloß Basen. Ja, haben wir noch mal zusammen, schauen wir, ob da Bären runterfallen oder ob man die optisch sieht. Ja, da waren jetzt keine Bärle dran. Ach, da, die Dinger da wahrscheinlich. Ja, hab's schon gesehen. Tun sie sich nicht hinunter, aber ich hab da was Grünes entdeckt. Und bevor es finster wird, nehmen wir das Zeug da noch mit. Damit wir uns mehr Pokebälle schnitzen können. Jawohl. Was haben wir da? Was ist das da? Aufheben. Sammle Livmunk-Statuette und opfere sie einer Statue der Kraft, um dein Geschick beim Fangen von Pelz zu verbessern. Okay? Ja, das ist immer schön, wenn alles, was man irgendwie sammeln kann, wirklich auch einen Sinn und einen Mehrwert im Spiel hat. Oh, das große Viech da hinten, das fangen wir jetzt. Was für Level sind wir? Level 7 sind wir. Dann können wir noch Punkte verteilen. Sag ich da was? Pass mal an. Werte erhöht? Nein, bis Level 10 habe ich gesagt, machen wir mir ein Gewicht hinein. Das passt schon. Da! Na, oh, die haben Level 14. Kriegen wir die? Kriegen wir das, meinst du? Kann ich das überhaupt fangen? Naja, learning by doing, oder? Na, da ist der. Oh shit, das Ding kriegt überhaupt keinen Damage. Okay, Entschuldigung! Nein, nicht, au! Ah! Entschuldigung, warte, ich nehme nur Kathi was mit, bevor ich stirb. Da, du gehst mit. Ja, du gehst mit. Oh, die kommen zu zweit. Na, oh shit. Okay, geh. Okay, tschüss! Kennst du das? Oh nein! Geh weg! Oh mein Gott! Geh weg! Oh mein Gott, du bist so viel schnell. Nein, geh weg von mir! Harpets! Go away! Da, vergreift dir an die Chickipees, die können es verkraften. Nicht, aber ich will abkürzen, das kannst du nicht. Sag es, was ist, du kannst nicht. Nicht. Oh ja, man kann aus dem Kampf fliehen. Sehr gut. Wir haben noch. So, ein Chickipee, nimm den mit. Hey Chickipee, was ist mit dir? Achtung, zack, nehm ich mit. Ja, easy. 5. Fangbonus und bei 10 kriegen wir nochmal einen. Fast 8 von 10. Warte mal. Steuerung aus. Wow! Da hab ich nicht. Ja, okay, das ist ein bisschen eine Gichtelverkrampfung da, aber ich weiß schon, was ich jetzt die ganze Zeit tue da. Das nehmen wir noch mit. Dann glaube ich, kann man noch ein paar Steine brauchen, wenn ich das richtig sehe. Haben wir zuerst nichts gelootet. Wie viel haben wir? Steine haben wir wirklich nicht viel. Ist da nicht noch irgendwo ein Sturm gewesen? Ja, gehen wir mehr auf. Gehen wir mehr auf, bevor es finster wird, aber man kann ja schlafen. Oder kann man da aufwollen? Oh, man kann sogar einfach senkrecht Mauer auf. Was? Waffenbruch? Ah! Wie kann man das reparieren? Das ist natürlich nicht gut. Da schaut es mir so, als wäre ein Bärli dran, da ist noch ein Schafall. Das ist Felsen. Ja gut. Dann macht's keinen Schaden mehr, sage ich das richtig? Ja gut, müssen wir richten. Gehen wir heim zu, ab in unsere Bude, Reparaturwerk machen. Macht Sinn.
Foxy, Wölfchen, das macht durchaus Sinn. Ich will dabei sein am Mitte der Woche im Rennen. Herr Eisenzwerg, sicher, musst du kommen. Und dann wird der Rennen jetzt ausgefunden. So schaut's aus. So, Reparaturwerkbank. Die bauen wir eigentlich auch gleich da her, sag ich dir, wie es ist. Dann wir reparieren das stellen wir da zum Auto, so. Geben wir unsere kleinen Gichtelviecher. Sauber drauf rumprügeln. Alle, wenn wir da sind. Bum, 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 bum. Baue dein Lager aus und höre die Lagerstufe auf 7. Nimm deine Ausrüstung und deine Pelz, mach dich bereit und besiege den Boss im Turm des Rain-Syndikats. Es gibt Bosse? What? Wie kann ich das jetzt da reparieren? Jetzt habe ich das repariert. Achso, okay, ja, gut, das machen. Was kostet das reparieren? Okay, das kostet ein bisschen. Was heißt das? 3 von. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Das kostet 1. Also, wir haben ein 79 Holz und es kostet 1. Ja, okay. Ja, gut. Ja, da sind wir eigentlich. Das riecht man alles. Da war nur ein alles reparieren Ding, ganz geil. Sicher Trainerkämpfe in Arenen, also im Vergleich zu Pokémon. Da bin ich jetzt auch gespannt, was ist ein Bosskampf. Ja, gut, ich kann mir nicht vorstellen, was direkt ein Bosskampf ist, weil es ist ja ein Live-Action-Kampfsystem. Benötigt Feuererzeugung, keine Gegenstände. Ach, wir brauchen dann ein Viech. Ist halt im Prinzip. Ja, ich verstehe schon. So, Bären brauchen wir. Außer mit der Fackel. So, können wir da oben springen, ohne dass wir sterben. Was ist das? Ah, schlafen wir. Wir haben ja ein Bett. Für was haben wir ein Bett gebaut? Schlafen wir einfach, dann ist es wieder Tag. Wobei es wahrscheinlich aber Viecher gibt, die du nur in der Nacht findest. Bin ich mir fast sicher. Ja, ich sag das, was ist. Ich bin schon angeguckt. Ich bin schon angeguckt. An dieser Stelle, meine sehr verehrten Damen und Herren und alle, die sich vielleicht da so weit schauen im Nachschauungsquad, Küsschen aufs Nüsschen. Wenn ihr Bock habt, dass wir da weiterspielen, leave a Like und schreibt es mir in die Kommentare oben. Los! Like-Button smashen, Abo-Button smashen und die scheiß Glocken aktivieren. Wer das übrigens immer noch nicht tut, von Leuten, die oft da sind, da klickst jetzt du auf die Glocken, ja, neben dem Abonnieren-Button, neben dem Like-Button, auf die Glocken und dann schaust, was da aktiviert ist. Mittlerweile, oder eigentlich schon ziemlich lang, gibt es nämlich da mehrere Settings. Ja? Nicht bloß, ja, abonnieren, sondern auch eine Benachrichtigung erhalten, wenn ich live gehe oder ein Video bringe, was jetzt nicht mehr so oft der Fall ist, aber ich bin 2 bis 3 Mal in der Woche live und dann mal spontan dazwischen zum irgendwas besänfen oder sonst irgendwas und dann kriegst du das auch mit. Ja, dann kriegst du gerade die Benachrichtigung, hey, der Bier ist live, das ist eine richtig gute Geschichte. Das ist gut für die, das ist gut für mich. Siehst du das? So! Der Fall wird dabei gespielt. Wenn es 400 Dislikes einhat, dann spiele ich auch weiter. Das ist mir wurscht. So, Bären brauchen wir. Hat's geheißen. So, Bärle. Wir springen einfach da oben, einfach wenn wir es. Ah, die Sachen respawnen. Okay. Den Brocker haben wir definitiv schon weggemacht. Das weiß ich hundertprozentig. Und da den Brocker da vor der Haustür auch direkt. Ja, passt schon. Passt schon. Passt schon. Wir sollen uns noch ein paar Pokebälle bauen, bevor wir uns Bärle holen. Na, holen wir uns erst Bärle, jetzt haben wir schon rund. Wo ein Bärle? Bärle, gib Bärle. Und ein paar Steinerbra können wir auch brauchen, so ist es nicht. Und der Pombe, der bin dabei, hab's mir gerade gekauft. Mal ganz furchtbar wichtig, das Ding gibt's im Game Pass. Der Game Pass kostet im Monat einen Zehner. Da haben noch 150 andere Spiele dabei. Ich hab's mir auf Steam gekauft, weil ich es nicht gewusst habe. Das hätte ich vielleicht jetzt. Wie gesagt, ich werde hier nicht bezahlt von dem Spiel. Ja, das ist mir ganz furchtbar wichtig. Aber es macht Spaß. Und ich glaube, auf sowas haben die Leute einfach Bock, was Liebs, Knuffiges, nicht stressig, kein PvP, kein Competitive Mode. Einfach gemütlich ein Spiel spielen, das einfach Spaß macht. Es interessiert keine Sau, ob das von Pokémon Cloud ist. Es interessiert keine Sau, wo die ganzen Sachen zusammengeklaut sind. Wenn die Originalspiele nicht zusammenkriegen, 20 Jahre später, dass sie ein brauchbares Spiel machen, ich sag bloß die vergangenen Pokémon-Teile, tut mir leid, die schauen aus wie von 2004. Nintendo, wenn man sich dann bloß mit einer Klage helfen kann, spricht mehr als 1000 Worte. Da brauchen wir überhaupt nicht umeinander diskutieren. Ich kann jetzt natürlich noch kein vollwertiges Feedback da geben, aber die ersten Sachen, die da spielen, machen Spaß. Es ist gemütlich, es funktioniert, die Viecher sind fucking cute, es ist Base-Building, es ist Sammelscheiß, ich kann überall die Wände aufgraben, es ist Tag-Nacht,
Es ist alles. Ich frage mich sowieso, warum gibt es Spiele, die sich mit einem Tag-Nacht-Rhythmus rühmen? Aber wir haben ein Dynamic Weather System, ja, das muss unfassbar. Sogar mein scheiß Browser-Game, das ich programmiert habe, hat ein Wettersystem mit Temperatur und lauter so ein Scheiß. Da wo ich mich frage, so, was genau ist das für ein Aushängeschild? Wow, und in unserem Speck kann es regnen. Und später Sonnenscheine. Wow, gratuliere, Game of the Year Award, mindestens 2. What? So, Berle hat's geheißen. Technologie. Bauwerk und Bauwerk, das interessiert mich noch nicht. Wir wollen Progress machen. Bauwerk, Bärengarten. Was haben wir da noch so? Oh, eine Viehfarm. Gegenstand. Einfacher Gleitschirm. Holz und Stoff. Bauen wir. Brauchen wir. Und Berle. Ja, wir müssen unser Lager woanders hinbauen. Sag ich dir, was ist? Da unten ist eine sehr schöne, freie Fläche mit Wasser daneben, wo man so gut hinbauen kann. Aber ich, Superheld, baue natürlich direkt daher. Ja gut, das war das, was soll ich machen? Dann ist halt das unser kleiner Außenposten, das hilft eh nicht. So, Bärengarten, was brauchen wir da dazu? Steinholz und Bärensamen haben wir alles da. Wo der man nicht, den pflanzen wir direkt da davor. Weiß man, wurscht ist, der schaut schon aus, da passt der. So, halten, bauen. Was ist denn eigentlich mit den Viecher? Warum haben die alle so hungrig? Und jemand, ich glaube der Fox war es, hat mir geschrieben, das da drunter heißt der geistige Zustand, dieses Gay. Das heißt, wenn die Viecher gestresst sind oder was. Na, da gefallen sie sich schon. Muss ich da wahrscheinlich wieder Futter? Nein, da ist ein Futter drin. Wieso? Verstehe ich nicht. Wieso haben die nicht gescheit gefuttert? Was wir aufheben, Menü öffnen. Mission erledigt. Jetzt schauen wir mal da noch mehr eine Lagerversorgung, Pell-Management. Sehe ich da, die haben alle Hunger. 80, 150 oder fangen die erst das Essen an, wenn es niedriger sind. Weiß ich nicht. Und da haben noch Sterne drunter. Schauen wir da haben noch Sterne drunter. Da kann man seine Viecher irgendwie ausbauen, glaube ich. Wie ich das sehe. So, der Gickelmann, der bringt uns in unserem Team einmal fucking gar nichts. Und das Ding eigentlich auch nicht. Das heißt, machen wir alles voll mit Kathi was. Das mag ich jetzt schnell ausprobieren. Jetzt passen wir auf. Und zwar gehen wir mal ins Menü rein. Wir haben jetzt halt eine maximale Traglast von 550. Wo kommt die Plus-Verteidigung her? Verstärkung durch Ausrüstung. Okay, das kommt von unserer Stoffrüstung. Und unsere Lebenspunkte, Verstärkung durch Ausrüstung, plus 70. Wo kommt das her? Kommt das vom Schild? Nö. Und was kommt das? Vom... Ah, da, von der Rüstung haben wir auch Lebenspunkte plus 70, habe ich bloß jetzt gerade nicht gelesen. Okay, so, jetzt wenn ich mal Pellbox Management, wenn ich da reinschaue, wo sehe ich genau, was das Ding kann? Partnerfähigkeit, helfende Pfote. Dann gehe ich auf F. Was kann die helfende Pfote? Wenn Kativa im Team ist, trägt es dein Gepäck, was deine Maximallast erhöht. Aber es steht leider Gottes nicht dabei, um wie viel. Helfende Pfote Stufe 1. Kann der diese Fähigkeit ausbauen, die passive? Müssen wir uns anschauen. Und die leveln offensichtlich ja auch mit, währenddessen wir die dabei haben. Deswegen, was richtig gut ist im Übrigen, weil sonst haben ja die später einfach Schrott. Nach Pokédex, nur noch Element nach Alpha Perl. So, passt. So. Dann können wir noch ausbauen, oder mal? Lagerverbesserung. Ja, dann können wir 5 einbauen. Baue Pell-Ausrüstungswerkbank und baue Statue der Kraft. Okay. Was haben wir da sonst noch so? Das sind wahrscheinlich die nächsten Bauwerke, oder? Statue der Kraft und ein Pell-Ausrüstungsding. Was kann? Das gibt halt auch so viel, was da alles gibt. Wohnzimmer Mebin und dann schon ein bisschen Feuerbogen. Schau dir mal das an, wie lang dieser verfickte Bildtree ist. Also ich kann mir vorstellen, dass da viel Schrott da dabei ist, wie zum Beispiel Luxus-Einrichtungsset. Ein dekoratives Einrichtungsset, man könnte sich also, ja okay, das hat alles seine Daseinsberechtigung, aber wenn ich da schon sehe, Stufe 28, gibt es nochmal ein Gigaschild, bessere Sphären, also Pokebälle zum Sammeln, dann gibt es, du kannst sogar ein Scheißhaus bauen, Alter. Ein dekoratives Einrichtungsset, die Not dürft bitte woanders verrichten. Was haben wir da? Hacke kann im Lager aufgestellt werden und erhöht für Pelz im Lager das Arbeitstempo von Holzfällen. Was ist das da? Fließbandhandwerk. Benötigt Strom. Ermöglicht dafür eine schnellere Produktion von allerlei Gegenständen. Für die Arbeit benötigt man Pelz, die Handwerk beherrscht.
Es gibt ein ganz Fließbandsystem wie in fucking Factorio. Es gibt einen Raketenwerfer. Und dann haben wir bei der Hälfte. Es gibt 50 Stufen, Alter. Stationäre Raketen. Was ist? Oh mein Gott im Himmel, Alter. Und du musst dir vorstellen, das Ding hat sich in den ersten 5 Tagen bei wie viel verkauften Exemplaren sammeln? 5 Millionen? Haben wir bei 5? 6? $5 Millionen Mal verkauft. Da sage ich euch, es ist halt schon 10 vor 10. Das sagt mir alles, Alter. Ich habe keine Ahnung, was wir mir in dem heutigen Stream gemacht haben. Und es macht so und es ist 10 vor 10. Über 8 Millionen. Alter, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere an das Meme, das zeige ich euch noch im Stream noch kurz. Ich glaube, das Budget waren 6 Millionen, 7 Millionen Dollar oder Euro zum Entwickeln dieses Spiels. Und jetzt rechnest du mal 8 Millionen mal 30. Die schwimmen gerade im Geld. Und wenn die Bock haben und da dran bleiben und das Spiel weiterentwickeln, dann bringen sie die Verkaufszahlen auf 20 Millionen. Das garantiere ich dir. Über eine Zeit natürlich. Und dann ist das hier eine Gelddruckmaschine. Ich hoffe, dass sie dran bleiben und ich hoffe, dass das Spiel besser machen. Also wie es eh schon ist, was ich bis jetzt beurteilen kann. Super awesome ist es nämlich. Bauwerk, Perl Ausrüstungswerkbank, freischalten, Perl Bauwerk. Was kann das überhaupt? Damit kann Perl-Ausrüstung gefertigt werden, die für Partnerfähigkeiten benötigt wird. Ah, okay, da bin ich gespannt. Bauwerk, Statue der Kraft. Bringe hier Opfer da, um dich und deine Perls stärker zu machen. Das machen wir, bauen wir uns. Das bauen wir uns, Kinder. So schaut's aus. Wo ist das Zeug drin? Perl-Ausrüstungswerkbank. Die können wir bauen. Bauen wir mal unsere Werkbänke, bauen wir mal alle noch da. Wieso ist das so schief? Naja, ist mir wurscht. Hilft dir nicht. So, bauen. Hoffentlich sind es nicht auch freiwillige Mitarbeiter wie bei The Day Before. The Day Before ist so weit überhaupt gar nicht gekommen. Also das kann ich jetzt schon sagen, dass dieses Spiel 100-mal fertiger ist also kompletter ist als The Day Before. Das sehe ich nach 2 Stunden Spielen, sehe ich das. Sehr schön. So, was kann jetzt das? Ja, gar nichts. Du hast keine verwendbaren Rezepte, schalte welche in den Technologien frei. Okay, ja gut, das macht natürlich Sinn. Wir schauen die aus, müssen ein bisschen weiter scrollen. Da sind auch unbekannte Gegenstände drin. Fange zum Freischalten einen bestimmten Perl. Das ist auch cool. Das heißt, der Technologiebaum ist mit dem Fangen von Viechern verknüpft. Es ist verknüpft mit Sachen zum Bauen natürlich. Jetzt bauen wir mal einfach einen Gleitschirm. Wo kann man den bauen? Was brauchen wir da? Stoff. 2 Stück. Gibt 2 Stoff. Los. Und dann ist die Frage, ob man alles automatisieren kann. Also, dass eine permanente Stoffproduktion da ist, dass eine permanente Holzproduktion da ist. Kann man andere Perls zum Holzhacken schicken? Keine Ahnung. So, jetzt gibst du mal den Gleiter, das ist immer das Erste, was man auswählt. Den mag ich auf alle Fälle noch sehen. Da machst du Sättel und sowas. Du kannst die Möbel auch drehen. Ja, das weiß ich schon. Ich möchte da eine Wand ohne bauen. Kann ich es halt so drehen? Also nicht bloß um die eigene Z-Achse, sondern auch um die, darf man sagen, Y-Achse. Ich hab gemeint, schwuppsdiwupp, eine in deinen Server mit dem neuen ersten PC. Nö. So einfach ist das noch nie gewinnen, Herr Heisenzwerg. So, jetzt haben wir einen Gleiter. Drücken beim Sprung Space zum Gleiten. Ja, wenn der nicht von Zelda, wenn der nicht von die Zelda-Spiele gestohlen ist, dann weiß ich es auch nicht. So, gleiten wir mit oben, ich mag sehen, was er kann. Oh, er verbraucht sogar Ausdauer, genau wie in Zelda. Ja, cool! Vor allem, dass man so früh schon kriegt, ist auch cool. Ich hätte gerne noch so ein Jetpack. Ah, dass ich wieder auch wieder irgendwie komme. Aber gut, so, was wollen wir bauen? Das ist eine Statue, wollen wir noch bauen. Die haben wir da. Statue, ja, was brauchen wir da? 20 Steine und 10 Paldium, nicht Palladium. Wo bauen wir die? Die bauen wir direkt da her, weil es eh wurscht ist. Schofar ist natürlich sofort am Start. Da, der Flauschknädel One. Kommen soll ich her. Los geht's. Bonk, 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 bonk. Oh, ich glaube, ich kann mittlerweile sogar einen zusätzlichen Perl noch mehr einstellen, oder? Da müssen wir wieder Betal bauen. Wenn schon Nintendo beklauen, dann richtig. Sprengen ist es absolut richtig.
Eigene Fertigkeit verbessern. Jetzt schauen wir mal, was wir da tun. Okay, wir haben auch so ein Ding gefunden. Fanggeschick. Opfere Limit erhöhen. Aber das bringt mir noch nichts. Ich brauche da wie viel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja gut, 10 hätte ich mir jetzt eigentlich nicht. Limit einfach mal Fanggeschick erhöhen, ja. Und wie viel kriege ich da? Ach so! Ich bin jetzt auf Stufe 1, da brauche ich auch so ein Ding. Für die Stufe 2 brauche ich 4 solche Dinge. Und wo sehe ich eigentlich generell, wenn ich so mache, ich habe keine Sphären. Machen wir jetzt einen Zweier, ne, Steinaxt, ne. Wo sehe ich meine generelle Wahrscheinlichkeit eigentlich? Habe ich so einen Grundwert an Fangwahrscheinlichkeit oder so? Biologien, Team. Na, sehe ich jetzt noch nicht. Na gut, müssen wir auch nochmal Sphären bauen. Na, falsches Ding. Was ist da? Benötigt Handwerk. Ja, was soll das heißen? Rezept wählen. So, Maximum und los. Dann siehst du kannst doch Kuh halten vor dem Werfen, dann dachte ich mir fast. Ich dachte, das habe ich ganz schnell bloß drüber und wird schon passt. Müssen wir probieren, wir brechen so einen Wurf ab. Sehe ich da irgendwelche Prozente? Sehe ich Prozente, wenn ich da drauf ziehe? Level 5 Karte mal. Geistig, da unten sind wir der Fastenprofi, dieser Pfeil ist gesund und munter. Nein, das werde ich wahrscheinlich bei irgendeinem Viech da unten, aber wir können ja gleiten mittlerweile. Dann können wir sauber begleiten, das ist ja klar. Bist du? Nein, du bist bei uns unterwegs. Okay, machen wir so. War ein bisschen Ausdauer. Ja, schauen wir mal auf der Seite, was passiert, wenn die Ausdauer ausgeht. Was wissen wir nicht. Ja, Ausdauer schaut schon auch gar nicht. Also die nächsten Levelpunkte gingen auf alle Fälle in die Ausdauer, weil die ist schon sehr kurz. Dran können wir eigentlich einiges. Wie viel können wir jetzt eigentlich da? 750. 750 ist einiges, das ist okay. Gehen wir mal da hinten. Da waren doch irgendwelche anderen Viecher, diese komischen Eulentypen da. Nehmen wir ein paar Bärle mit. Von den scheiß Kackerl haben wir genug. Da hinten habe ich eine über Kisten entdeckt. Ja, mehrere Lamperl. Die zwei großen, die erwischen wir noch nicht. Die haben Level 15. Da brauchen wir ein bisschen besseres Gear, glaube ich. Hol jetzt einen Steiner. Level up! Werte erhöhen. Client Ausdauer. So wie es ist. Ausdauer. Rein ins Viech. Nehmen wir sofort. So, was haben wir da? Goldmünzen, Perlsphären und kleine Perlseele. Wo ich immer noch nicht, ich habe schon wieder vergessen, was man mit der Perlseele machen kann. Aber scheißegal. Die Frage ist also ein bisschen, jetzt warte mal, der Perldex. Ich kann ja immer nur 4 Katzen fangen, 2 Schafe und 5 Gickel für einen Bonus. Extrem schwach und extrem lecker. Wie viel? Jetzt pass auf, warte mal, müssen wir noch mit zurück aus. Paldex. 2 Schafe, 4 Katzen. Das heißt, wir brauchen mal 6 Sphären. Und ich hab bloß eine? Ach verdammt, habe ich es nicht mitgenommen. Ja! Leg mir am Arsch! Bin ich nicht gewohnt, dass ich noch einen Moneybrand Teleporter. Ich würde mich gerne heimporten. Ist da nicht irgendwo auch so ein Schnellreisedinger? Austrian, schimpf mich nicht, nicht das tun. Der Raiden, mir hat's wieder ein Zwickel. Hier als inoffizieller Zelda-Beauftragter gibt's okay für einen Gleiter Lull. Bestätige, ich wüsste keinen in der Community, der da so hart reinsuchtet wie du. Foxy, dann sage ich wohl lieber nicht, dass du später Perls auspressen für Essenz und dir welche mit den optimalen Traits ranbreeden kannst. Hm? Oh Gott. Oh Gott. So. Wieso kann der Perlsphäre, wieso muss ihn da umgehen zum Erhalten? Das gefällt mir jetzt nicht gut. Gut, ist ja keine Unsauberkeit, da stirbt keiner, aber schauen wir mal. Wie viel kann man da? Bauen wir gleich Nummer 2, deswegen nehmen wir es aber mit. Ja, schnelle Reise weiter runter den Sandweg. Kriegen wir schon. So, die nehmen wir jetzt auch noch mit. Jetzt sammeln wir aber erst einmal unsere Viecher. So, jetzt können wir auch schon ein bisschen was passieren, wenn ich da auslose. Ah ja. Ja, das ist okay. Das los in Neige. Kativas müssen wir auch sammeln. Da ist her. Machen wir so. Und jetzt passen wir auf. Fangwahrscheinlichkeit 100. Und wenn ich so drauf ziele, 24. Wir brechen das ab. Mit Rechtsklick, okay. Nein, nicht davor laufen! Ja, Level 1 nicht davor laufen! Kativa! Katzenviech! Super knuffig Katzenviech! Bleib da jetzt! Schieb, es läuft! Was ist denn eigentlich mit der Pokémon-Mod?
Ist die jetzt eigentlich legal oder? Ach, ich kann ja auch von denen welche herbeschwören, gell? Toll. Oder ich bringe meine Vieh um. Sandweg. Okay, jetzt da. Geh, jetzt da. Jutzi, fix nochmal. Ja, kriegst einen Ball im Date. So, Sandweg weiter oben laufen hat's geheißen. Da liegt was. Das nehmen wir natürlich mit. So, 2 Schaufel. Gaga. Nein, schubst mich nicht, du Arschloch. 1, 2, 3. Gib mir eigentlich. Das war klar. So, und jetzt haben wir eigentlich 10, oder? Haben wir jetzt 10? Ja, was kriege ich jetzt? Abschlussbonus 110. Na gut, wir brauchen noch Sim. Wir brauchen noch Sim. Oh, boah, leck, was da? Oh, leck, schau, ist 4 drin. Boah, wow! Feierfuchsen! Level 5! Foxballs! Was kannst du? Du kannst mit Sicherheit grillen. Da ist der. Okay, nein, nicht hauen. Kehrst mir schon! Au! Alter, der schießt mit Feuerball in den Arsch. Da ist der! Au! Du fix, griffe Finger! Tu die weg! Alter, den Feind. Nein! Nein, ich wollte... Ach, ich wollte... Wieso hat er jetzt noch mit zugehauen? Ich habe extra Augen... Oh, es tut mir so leid, Foxelsepp. Okay. Entschuldigung. Schauen wir uns, was ist denn das da unten wieder? Ein Alpaka! Für Alpaka. Alpaka war leider Copyright geschützt. Was ist denn das? Was zur verfickten Hölle ist das denn? Sag mal! Was mit? Oh shit, das ist Level 9. Oh shit, das ist Level 9. Oh shit, das sind 3. Okay, es charged. Ah! I'm gonna die. Nein, muss nicht die. F-Stein. Ja, kann die mal zu. Ah! Oh! Ich krieg ihn schon down. Ah! Jetzt muss ich Homos Knabe noch. Warte mal. Komm mal, das ist da. Da haben wir, es ist aber schnell gegangen von Dark Souls, von Pokémon zu Dark Souls. Ich nehme mir die Kisten da hinten, lieber bevor ich stirb. So, ich habe mir schon Goldmünze, Palzwehren, kleine Palze. Au! Du Mistvieh! Okay, ich hab nicht geschaut, dass du Level 9 bist, du. Au! Und wie viel Chance habe ich? Oh. Müssen wir ein Duft sein, das hilft nicht. Da müssen wir uns Zeit lassen und ein Duft sein, weiß ich nicht. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. So, jetzt bin ich gespannt, was passiert. Kann jetzt da einfach irgendwo spawnen? What? Wieso soll denn das wollen? Spawn natürlich bei uns daheim. Hier wieder einstellen? Ja. Ich habe in die Einstellungen natürlich geschaut, ein bisschen durchgelesen heute Nachmittag schon. Wir haben eingestellt, dass wir nichts verlieren. Damit es nicht gar so dramatisch ist. Geht nichts über Depf. Was ist was ist. Baue jetzt ein kleinerer, baue Steinbruch, baue Holzfällerlager. Sag ich dir, was ist? Das ist ein richtig lustiges Spiel. Es ist einfach mal, ich habe so lange solche Spiele nicht mehr gespielt. So lang nicht mehr. Ansonsten glaube ich, dass es bei mir nicht funktionieren. Weil ich normal auf diese 0815 Geschichten, es ist kein 0815 Survival Game. Ist halt nicht, das kommt halt auch dazu. Auf das typische Sammelholz, Sammelsteiner, bau dir eine Hacke, bau dir eine Hütten, schau, dass du nicht verhungerst und dann rennen ein bisschen umeinander. So wie wir vor einem Jahr ungefähr, wir hatten das geheißen, wo wir einen Turm gebaut haben. Sons of the Forest zum Beispiel. Das macht nicht lang, mir zumindest nicht lang Laune. Und ich bin mir nicht sicher, wann es da anfängt, dass es sich wiederholt. Hättest jetzt den zweiten Schnellreisepunkt holen können, das ist absolut wahrscheinlich richtig, ja. Da habe ich jetzt in meiner geistigen Umnachtung ich nicht dran gedacht, sag ich ganz ehrlich. So, wir können da noch 2 Perls einstecken, da steckt man einen Fuchsen steckt man rein.
Und wir stecken mal noch einen Gicker rein. Was der kann, weiß ich nicht, das ist mir aber auch wurscht. Und dann bauen wir noch 2 Betten. Achtung! Was ist da nicht genügend Material? Wir haben ja schon wieder kein Holz nicht. Ja, sag einmal, für was setzen ihr Viecher eigentlich zum Brauen? Sag das einmal. Sag mir das einmal. Rezept wählen, da ist ein Baum. Den nehmen wir. Nachschauungsquad einmal da, der, ich spiel mal zurück. Sag ich was? Ich wünsche dir viel Spaß. Opa, geil, mir jetzt wieder ein Zwickel. Ich darf dir als Daydream empfehlen. Was ist Daydream? Was ist ein Daydream? Opa, was ist Daydream? Oli B, mir jetzt wieder 5. Da bin ich schon ein Geleck. Wer hat dir den Fahrrad über den Kopf gezogen? Das ist kein Fahrrad, das ist ein Totoro. Ja? Weil man denkt, das ist das einzige Kostümchen, wir haben schon lange keinen Scheißdreck mehr angehört, das einigermaßen zum heutigen Spiel passt. Den Feuerfuchs bitte in Mozilla umbenennen. Bau mal Bären an. Daydream sind auch Pels. Ach, er meint dann. Ach, du meinst der Viech, Opa. Okay. Rohkopf Steffen, jetzt wieder ein Euro, den Rest glaube ich habe ich gesehen. Ich hoffe, ich habe keine übersehen. Falls ich irgendjemanden bei den Donations und Resubs und generell Subs übersehen habe, Kuss auf die Nuss, Dankeschön, Entschuldigung. So, Bären sollen wir anbauen, hat irgendjemand gesagt. Da tun wir Bärle anbauen. Also da muss ich oben bleiben, oder was? Ah ja, wir pflanzen Sterne. Und dann werden wir wahrscheinlich sowas wie ein Wasser-Pokémon brauchen. Kennt zwar nicht die heißen Perls, ich werde Pokémon sagen. Boglamon. Wenn wir ein Wasser-Boglamon brauchen. Was tut denn da so komisch? Ach, ein Schaf frisst. Das dauert ja ewig. Aber es hat uns vorher schon den Tipp gegeben. So von wegen, du brauchst ein Viech, das halt Bewässerung und Aussaat kann. Und beim Grillen haben wir irgendwas gesehen, dass das anfeuern oder befeuern oder irgend sowas kann. Im Prinzip braucht ja jeder Gegenstand, der irgendwas kann, den du hinbaust, braucht sein eigenes Viech. Das musst du da ewig. Die Gießerei dauert ewig, was ist da umeinander pimmelt jetzt? Bist du narrisch? So, du das Ding her. Bauen wir da so hin. Ah, bauen wir es da hin, weißt du, was das? Na, geht das wieder nicht? Wieso geht das wieder nicht? Doch, da ist gegangen. Zack. Da haben wir sowieso 2 Betten. Zack. Wunderschön. Das sollt ihr euch schön brav selber bauen. Mr. Schofelsee. Da, hier, der Flauschknädel One. Der ist brutal, der regelt den Shit. Der regelt den Shit. Der Nikos Gambrius kommt in den Stream und ich wirf meinen Samen. Wo ich will, wann ich will. Fox McCloud, es gilt ein offizielles Fuchstötungsverbot. Was? Wo? In-game. In echt wahrscheinlich, ja, das kann ich unterschreiben. Aber in-game muss ich leider Gottes sagen, der Fox Parks, da müssen wir jetzt kurz am Fox seinen Tipp hinten noch. Wer den Witz nicht versteht, dem kann ich nicht helfen. Nein, dem kann ich nicht helfen. Jetzt pass auf, da machen wir so. F, Details. Und den nennen wir Mozilla. Besser wird's nicht. Besser wird's nicht. Ja, ich sehe hier ein richtig nettes Spielchen, mit dem du richtig viel Zeit verbringen kannst vor uns. Richtig viel Zeit. Und ich glaube jetzt nicht, aber da können wir gleich noch drüber reden. Ich sag dir jetzt was. Ich sag dir was. Kann man da einfach speichern? Kann man da einfach reinspeichern ins Viech? Ah ja, complete. Okay. Die Sammlungen sind immer complete, wenn man 10 davon gefangen hat. Ich weiß zwar nicht, wo man die hinstecken soll, aber ist ja vollkommen wurscht. Team, Inventar, was ist das da? Das ist ein Fehler melden. Speichert das dann automatisch? Das probieren wir jetzt einmal noch schnell, das interessiert mich jetzt einfach. Spiel beginnen. Das ist dann das, Tag 4, Birkbert, Stufe 8. Dann kannst du einfach drauf gehen, Welteinstellungen. Ach, die Welteinstellungen kann man auch noch ändern. Spiel beginnen. Ich möchte nur schauen, ob das alles dann noch so ist, wie es ist. Wieso heißt von den Mieten noch keine Plätze? Das müssen wir auch noch machen, da hast du absolut recht. Ah ja, wir haben genau da weiter, wo wir waren. Sehr schön, meine Perls sind da. Perls Management. So, da haben wir den ersten. Kathi war jetzt hier oben eine Krankheit. Der heißt natürlich Plötze. Ja klar, bestätigen. So, wen haben wir noch? Nehmen wir den da. Und den nehmen wir natürlich hier Katz Brocken. So, und je nachdem, auf was wir noch so stoßen, fallen uns schon noch irgendwelche dummen Namen ein. Und ansonsten weißt du eh, wie es ist. So! So, oder was? Wir haben schon sehr lang
vor allem zu der Last of Us 2 Zeiten schon sehr lange nicht mehr einigermaßen zeitig aufgehört. Lies mal, bevor du auf Ja drückst beim Spiel beenden. Oh, ich hab nicht... Schauen wir nochmal. Das würde mich jetzt interessieren. Da hat wahrscheinlich mein behinderten Ich hat wahrscheinlich wieder automatisch irgendwas gelesen, was überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. Ich schau nochmal lieber nach. Nochmal. Möchtest du zum Spiel... Okay. Passt. Ist okay. Wieso habe ich jetzt da auf Aufnahme gedrückt? Was ist denn das wieder für eine dumme Scheiße? Naja, ist eh wurscht. Ist eh wurscht. Da haben wir ein gutes Spiel. Ist gemütlich. Ich glaube jetzt nicht so ehrlich muss ich. Also, Zombie-Brei-Athleten, was da los? Unser Gewinner von unserer Daisy-Radeltour. Merci dir. Welcome to the Squad. Ab in den Chat, aber die Zombie-Hirnbrei-Athleten. Los, bitte! Der Geschäft, freu mich auf Mittwoch. Das Teil ist das Beste. Hust, Best Clip. Und ein schöner Geburtstagsstream für mich. Kauft er 2 oder 3, dann kannst du mitdringen. Kuss auf die Nuss, alles Gute zum Geburtstag. Du mir lieber üben, geh für nächsten Montag werden wir wahrscheinlich noch mehr eine VIP-Eskorte in der DayZ machen, so wie wir es letzte Woche gemacht haben. Da haben sie natürlich einige, haben wir auch mir selber gemerkt, ja, so ist das nicht. Wir haben nicht damit gerechnet, dass die Leute wieder mal so lost sind, dass sie uns nicht finden. Spätestens wieder ein Helikopter letzte Woche da gekommen ist, habe ich mir gedacht, oh, jetzt hat es uns dann gleich. Aber passiert ist nicht voll. Nächste Woche läuft es ein bisschen anders, da kommen wir dann am Mittwoch noch im Detail ein bisschen dazu. Ich poste es dann auch im Discord, dann haben alle Jäger wieder Zeit, das Gear zu farmen etc. Und wir werden beim nächsten Mal leichter zu finden sein. So! Nettes Spiel, aber dafür müsstest du jeden Tag spielen und streamen. Ja. Herr Ruhitag, das ist genau das. Ich müsste für sichere Spiele die Fulltime-Streamer sein. Und das bin ich nicht. Und da bin ich sehr froh drüber, dass ich es nicht bin, weil damit würde ich mir mein Hobby kaputt machen und off-Stream überhaupt nichts mehr spielen. Und ganz ehrlich, wahrscheinlich hätte ich ja irgendwann keinen Bock mehr, irgendwas zum Spielen. Darum, never touch a running system. Ich glaube, 2 bis 3 Streams in der Woche sind. Es hat jetzt heute auf den Tag vor 5 Jahren haben wir mit den Streams angefangen. Auf diese Art und Weise, wie wir es jetzt seit 5 Jahren machen. Sie funktionieren seit 5 Jahren sehr gut. Ich habe immer noch Spaß dabei. Viele von euch haben immer noch Spaß dabei. Und darum werden wir auch da nichts zu ändern. Ich glaube jetzt nicht, dass das hier ein Spiel ist, das wir 10-mal streamen werden. Natürlich nicht. Aber mindestens ein nächstes Mal gibt's noch. Mindestens. Und dann schauen wir einfach am Schluss vom Stream, wie viel Spaß hat's noch gemacht und so weiter. Der wir nächste Woche nochmal oder eben nicht. Wir spielen nächste Woche am Mittwoch noch einmal. Nächsten Montag ist VIP-Eskorte auf dem DayZ-Stream. Freue mich schon, wenn der Bürger merkt, dass man den Fox als Flammenwerfer nutzen kann. Wir werden sehen. Seid's dann rosa? Nein, wir sind natürlich nicht rosa, aber erster Fahrt. Wir können uns ein bisschen über den VIP-Eskorten-Ding unterhalten. Es wird folgendermaßen aussehen. Beim nächsten Mal müssen wir mir nicht einfach stumpf von A nach B laufen, sondern es sind 5, ist jetzt einfach eine fiktive Zahl. Ob es 3 sind, 5 sind, 6 sind, 5 Ziele auf der Karte markiert, wo wir mir hin müssen und 3 Minuten halten müssen. Ja, bestimmtes Gebäude, irgendwo in einer Stadt oder sonst irgendwas. Reihenfolge, wie wir mit da rein müssen, ist egal, aber wir müssen in alle. Austrian! Das ist zu viel und du weißt es, wem erzähle ich das? Da bitte nicht, dass du meinst, du kommst mir aus. Ich hab vorher schon, ich bin so ehrlich, ich hab die vorher schon gelesen. Birger, ich hab jetzt gesagt, Birger, du Depp. Da hab ich mir schon gedacht so, das war seltsam. Wenn nicht, dann muss ich einen Sanker rufen fast. Es ist wirklich utopisch eigentlich, dieser Gedanke. Herr Austrian, wie immer, eine Kuss auf die Nuss. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und alle anderen natürlich auch. Herr Volland, mir ist dir war ein geiler Stream und ein verdammt geiles Game. Hey, wer da, erster Eindruck, super cute Spiel, wer da Bock drauf hat, kann bedenkenlos zugelangen. Ich glaube, es kostet 28 €. Wir haben ja schon für 70 € größere Scheiße gekauft, okay? Ja. Ich kann mir allerdings auch vorstellen, dass es ziemlich schnell sehr repetitiv wird.
Immer neue Viecher halt fangen gut, die kennen ein bisschen was anderes, dann kommen ein paar Module aus dem Technik-Tree dazu und es geht schon immer wieder weiter und so. Aber ich glaube, dass wahrscheinlich relativ schnell der Game Mechanic Zenit erreicht ist. Aber um Gottes Willen, muss ja nichts Schlechtes sein, wenn das Spaß macht, was man da kann, dann ist es geil. Aus, fertig, Amen. Opa, mehr ist wieder ein Zwiegel. Ein Obolus für die heutige Unterhaltung. Das ist aber schon der 5. Obolus, Herr Opa, geil, glaube ich. Danke dir. Die Natur ist einzigartig, schreibt. Ich freue mich schon auf den nächsten DayZ Race. Der kommt am Mittwoch. Da werden wir uns in der Einkaufswagen alleine sitzen und es gibt eine Rennstrecke in Vojo, glaube ich. Das ist ein Mod, die habe ich installiert, die habe ich diesmal nicht selber gebaut. Da habe ich wieder eine Tribüne aufgebaut, die habe ich gebaut, diesmal mit Feuer oben, damit euch nicht kalt wird, mit einer Tribüne unten, wo es dann was zum Essen und zum Trinken gibt und so weiter. Da können die gerade nicht fahren, oben stehen und zuschauen. Und unten auf der Rennstrecke fahren 5 Leute und der Sieger von den 5, der kommt auf ein Podestchen, das machen wir um die 5 Rennen, ja, 3 Runden, der Erste, der durchfährt, hat gewonnen, der Rest ist raus. Und das machen wir 5 Mal und am Schluss fahren die 5 Besten gegeneinander und der Gewinner kriegt wie immer einen Helikopter und eine Viertelmillion an Geld. Ingame-Geld natürlich. Herr Volland, wo ist denn Heisel? Das haben wir auch schon lange nicht mehr gehört. Herr Volland, merci dir. Die Olivia schreibt, kurz Nächtle, schön war's, das freut mich, ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Bevor Sie wieder alle schleichern, Like-Button smashen ist wichtiger denn je, seitdem wir fast nur noch streamen und die Streams dann auch als Video verfügbar sind etc. Das würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Kuss auf die Nuss. Ein buener Look. Hey, was ist denn heute los? Pünktlich Streamende, das haben wir schon so lange nicht mehr gemacht. Also ich muss schnell mal was trinken. Moment einmal. Hoppala, das war notwendig. Ich pfeife mich, Nachschau-Squad, gute Nacht benannt. Wohl, Luke, das wünsche ich dir auch. Danke für den Resub. Kuss auf die Nuss. Der Bahako schreibt, ich sag mal so, es gibt bereits am Panzer einen Nude-Mod. Heisenzwerg schreibt, da hat mich so gefreut, wenn ich da mit dürfen, da DayZ. Es wird halt wahrscheinlich schwierig, wenn du noch nie DayZ gespielt hast. DayZ ist so voll mit mich. Kruzifix, warum habe ich einen Schnacke? Fuck! Muss ich noch mal was trinken? In aller Geduld. So, jetzt geht's wieder. Oh, der Herr Winkler fragt mich, ob ich in seine Kommune komme. Bin ich da nicht ein bisschen zu untergewichtig dafür? Und zu männlich. Aber beides ist ja wurscht, gell? So. Da wollen wir mal stimmen. DayZ ist Karte. Es wird. Beim Heisenberg waren wir. Was schreibt der? Schreibt er was von. Es darf jeder mitmachen. Ich kann nicht abschätzen, wie voll das der Server am Mittwoch ist. Erstens, am Mittwoch generell ist immer weniger im Stream los als am Montag. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ist ja wurscht. Zweitens, bis jetzt waren bei sämtlichen Events, direkt beim ersten habe ich eigentlich mit den meisten Leuten gerechnet. Im Gulag. Da waren wir, in Anführungsstrichen, gerade einmal 40 Leute auf dem Server. Das hat genau passt. Da fängt es nicht groß zum Legen an. Jeder kommt nur drauf, der drauf will, etc. etc. Beim zweiten Mal waren wir mit der Radltour. Da waren wir auch nicht voll. Da waren wir also 40, 45 Leute. Aber beim Jagd mich VIP-Ding, da waren wir 60 plus 30. Da war es dann schwierig, auf den Server zu kommen. Vor allem, wenn es dir dann einmal kickt, weil irgendwas laggt oder sonst irgendwas. Wenn du DayZ noch nie gespielt hast, fang so früh an, wie du kannst. DayZ ist, wenn man es noch nie gespielt hat, ziemlich komplex zum Überleben, etc. etc. Da wird es dann schwierig, dass du teilnimmst. Da wird es dann sehr schwierig. Vor allem, weil die Fahrzeuge funktionieren auf eine eigene Art und Weise. Das Einsteigen, Aussteigen, Auto einschalten, Gangschaltung etc. etc. Allein das schon, da wirst du keine Freude nicht haben, wenn du am Mittwoch den ersten Tag DayZ spielst und dann ich die da aufgeport und ja. Also es wird auch wieder so laufen,
Jeder kommt auf den Server. Ihr braucht keine Waffen dabei haben, kein Equipment, kein gar nichts. Keiner stirbt, außer du fährst gegen die Wand. dann wirst du sterben in dem Einkaufswagen. Und ich port uns dann alle wieder drauf. Und dann wähle ich random 5 Leute aus, ziehe euch von der Tribüne runter, dann geht's los, ich verfolge das mit der Kamera und so weiter und so fort. Und der Gewinner hat gewonnen. Der kommt auf Zeiten, das machen wir 5 Mal und am Schluss fahren die 5 Besten gegeneinander und der Gewinner kriegt dann etwas. So, so viel dazu. Und jetzt die VIP-Eskorte beim nächsten Mal. Wir beschränken uns selbst. Wir werden mal wieder das gleiche Gear haben. Weil sich da beschwert worden ist, die Westen ist krass, der Helm ist krass, etc. Seit ein paar Tagen gibt es den Helm und die Westen alle beim Trader in unendlicher Menge zum Kaufen. Jeder von euch Jäger kann spielen, für das ist auch gedacht, dass ihr zwischen die Events auf dem Server spielt, euch Geld erfarmt, Basen baut, ein Loot erfarmt und wenn dann Event ist, könnt ihr mal drauf warten, dass ihr euch sterben lasst. Ja? Entweder ich lasse euch im Gulag gegeneinander kämpfen und sterben oder ihr jagt uns alle und wir bringen euch alle um oder umgekehrt beim nächsten Mal und so weiter. Außer bei dem Rennert am Mittwoch. Gut, da kannst du auch sterben, wenn du mit 50 gegen die Wand fährst, bist du. Dann bist du einfach tot, dann ist das so. Und beim nächsten Mal wird das folgendermaßen laufen. Alle 10 Minuten. Weiß ich jetzt noch nicht, alle 10 Minuten oder alle Viertelstunde, muss ich in der Gruppe, also wir haben ja wieder die gleiche Gruppen, mit einer Leuchtpistole in die Luft schießen. Alle Viertelstunde, da richte ich mir da einen Timer ein. Ihr erinnert mich dann im Chat einfach dran. Ich zeige in die Luft, schieße in die Luft. Somit sagt im Umkreis von 1 Kilometer, sagt jeder, wo ich bin. Oder wo wir mir allgemein alle sind. Nummer 2. Es gibt nicht einfach 3 Ziele und wir suchen uns eins aus, wo wir reinlaufen, sondern es gibt 5. Und wir müssen alle davon ablaufen. Das bedeutet, es sind 5 markierte Häuser. Da müssen wir rein, mindestens 3 Minuten drin bleiben, dann haben wir den Checkpoint abgeschlossen und dann müssen wir zum nächsten. Die sind nicht nummeriert. Wir können da kreuz und quer laufen, wie wir wollen, nicht nach der Reihe, damit wir ein bisschen eine Chance haben und nicht jeder einfach den Punkt abkämmt und wir laufen rein und sie dann die Leute feiern, weil wir sind die krassesten, wir haben uns nämlich erschossen, die haben einfach da reingelaufen. Und es gibt mehrere Startpunkte. Und die sind vorher bekannt. Ich werde das ins Discord stellen. Wo sind die Zielpunkte? Wo sind unsere Startpunkte? Und das Einzige, was ihr nicht wisst, ist, an welchem Startpunkt wir beginnen. Das ist der einzige Vorteil, den wir haben. Ansonsten, ihr kommt in Stream sniped uns und wir werden uns wehren. Fertig. Normalerweise dürften wir dieses Mal dann keine Chance haben. Erstens kommt dazu, ihr habt auch Zugriff auf das krasse Gear. Also ihr könnt es genauso mit der fetten Westen umeinander laufen, nicht bloß mir. Zweitens, es ist, wie soll ich sagen, es ist, ja, wir werden nicht im Wald umeinander laufen. Ja? Also kennen wir ja auch gar nicht. Wir nicht permanent im Wald rumlaufen und ihr habt es eigentlich, wenn ich im Nachhinein mit den Streams so angeschaut habe, eigentlich fast keine Chance, uns zu finden. Wenn wir mir in Bewegung bleiben, habt ihr keine Chance, uns nachzukommen. Und das haben wir heute getan. Und diesmal müssen wir aber an die Checkpoints halt 5 oder 3 Minuten sitzen bleiben und dann zum nächsten. In der Zeit haben Leute aufzuholen, vielleicht die wir da schon erschossen haben, wieder zu spawnen und wieder zum Kommen und. Wie schaut es mit Kill-Rewards aus? Bei 10 Kills eine Drohne? Das ist eigentlich auch gar nicht so dumm. Aber ich möchte es so simpel halten, wie es geht. Darum, wenn wir mir die 5 Checkpoints abgelaufen haben, 5 Minuten drin, Checkpoint checkt, ab zum nächsten und wenn die 3, 4, 5, ich muss mir überlegen, was realistisch ist, irgendwas zwischen 3 und 5 Checkpoints müssen wir ablaufen, die so, ja, die ungefähr mit der gesamten Strecke, wenn ich eine Linie dazwischen bilde, genauso weit auseinander sind, wie einmal quer über die Map laufen. Ja, also immer so 1,5 Kilometer, 2 Kilometer von Checkpoint zu Checkpoint. Und normalerweise haben wir keine Chance. Das nächste Mal wissen die Leute, wie der Event abläuft. Ja? Sie kennen vorher die Ziel- und Startpunkte. Können sie vorher schon irgendwo platzieren, bevor es losgeht. Lauter so Geschichten. Werden wir beim nächsten Mal keine Chance haben. We will see. Woher weiß man, dass ein Checkpoint checkt ist? Ich meine, ich hatte es ja im Stream herin.
wir sehen dann auf der Karte sehen wir die Punkte, wir laufen da hin, das sage ich dann. Ja? Da läuft der Timer ab. Ach, seht ihr den da? Na, warte mal. Ich schalte mich nochmal um. Achtung, ist das? Ja, das scheiß Stream Deck ist ja sicher ein Schrott, oder? Scheiß Stream Deck ist ja sicher ein Schrott. Ja, ist wurscht, ich glaube, den habe ich euch letztes Mal schon gesagt. Ich hab da einen Timer am Stream Deck, der zählt immer 3 Minuten runter und wenn der bling ist, dann können wir uns das, glaube ich, gerade noch merken, dass wir bei Checkpunkt A, B, C, D, E schon waren. Der ist checkt, ab zum nächsten. Schauen wir mal. Es gelten weiterhin die Regeln, wenn wir 3 Minuten ein Krankenhaus besetzen, dann reviven wir einen von uns. Ansonsten ist alles gleich, bloß wir haben ja extrem eingeschränkt. Also da heute ist beim nächsten Mal für unmöglich, dass wir es schaffen. Es darf sich nicht aufteilen, oder? Natürlich darf man das. Verdammt, jemand hat meinen Plan durchschaut. Ist nicht gut. Bringt aber auch nichts. Wenn wir mir einzeln umeinander laufen, stirb ich. Ihr seht's mich, wo ich bin. Wenn ich erschossen wird, haben wir verloren. Ganz einfach. Oder eigentlich, um es fair zu machen, wenn alle von uns erschossen worden sind, haben wir verloren. Dass wir wieder einen kleinen Vorteil kriegen. Ja, und ich schaue dann einfach dem restlichen Squad zu, was passiert. Das ist, glaube ich, ein fairer Deal. Ich schalte natürlich keine Admin-Tools ein, also ich muss ein Admin-Tool einschalten, dass ich mit der Kamera fliegen kann, aber ich schaue nicht nach, wo die Leute sind und so weiter, das darf alles sehen. Ne? Während der Gaude habe ich mir Weihnachten einen PC gekauft, das Spiel kann ich, Alter, aber nicht auf dem PC. Arbeitswag, dann schraubst du zusammen das Ding und komm auf den Server, ja, Eisenzwerg. Zeit wird's. Ich stelle mir das Gameplay leichter vor. Also gut, es kommt drauf an, wenn du Maus und Tastatur gewohnt bist, ist es natürlich leichter. Ich komme zum Beispiel, da ist ich mit dem Gamepad, Alter. Da kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja, zum Beispiel als Inventarmanagement. What the fuck, wie soll denn das eigentlich vonstatten gehen? Das muss ja pures Gichtel-Aid sein. Naja. Es ist schwer abhängig davon, wie organisiert eine Gegner sind. Ja, das ist richtig. Aber selbst in dem Form, jetzt hat der letzte Vollidiot verstanden, wie der Event funktioniert. Und wenn vorab Start- und Zielpunkte bekannt sind, dann kannst du sowieso Gift drauf nehmen, dass die super krassen Trollos 5 Meter neben dem Checkpunkt campen. Ganz einfach. Kostet auch ein Checkpoint 1, 2, 3 ABC, wo ihr gerade hinlauft, einblenden, unten rechts oder so. Muss ich mir nur überlegen. Aber ja. Ist auch die Frage, ob der Checkpoint wirklich ein bestimmtes Haus sein muss oder ein Gebiet. Zum Beispiel ein ganz kleines Dorf. Wir müssen uns einfach nur 5 Minuten in dem Dorf aufhalten, weil wenn wir in ein bestimmtes Haus ein müssen und das die Leute 3 Tage vorher schon wissen, dann sehe ich halt jetzt schon wieder 5 Trollos in dem Haus drin sitzen und sie einen wichsen, weil sie uns da schießen, weil sie zu 5 im Haus campen. Oder halt im Haus gegenüber. Das ist halt auch absolut lame Scheiße. Darum müsste es eigentlich gelangen, wenn wir auf die Straße hinter das Ortsschädel von der Stadt gingen. Irgendwie so. Aber in eine Hausreihe, selbst wenn es nicht drin campen, wir müssen 3 Minuten da drin bleiben, das ist genügend Zeit, sich dort außen rundherum in einer Reihe aufzustellen, da können wir nie wieder aussehen. Nie wieder. Und das ist auch lame. Das ist genauso lame wie das letzte Mal, ich habe mit mehr Gegenwehr gerechnet, ich schaue bloß den ganzen Tag im Bonai. Und laufe über die Map und ja, find's mich mal. Hey Meister, dir ist klar, dass du den ganzen Schmuh-Mittwoch wieder von vorne erklären darfst, oder? Ja, wahrscheinlich schon. Aber wie oft haben wir schon Sachen erklärt? 8 Mal und es ist immer noch nicht verstanden worden. So, jetzt schleichen wir uns ins Bett. Freunde der Sonne, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Alle, die jetzt noch zuschauen und immer noch nicht den verdammten Like-Button gesmashed haben, die machen das jetzt. Sie wissen nicht wieso. Und es war der unterirdischste Content jemals. Wenn Sie sich das Ding selbst dann drückst du einfach auf den Like-Button, einfach weil du es kannst. Und weil er deine Wurstfinger sonst auch nichts zum Tun haben.
Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Es war mir ein Fest. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen Montagabend. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die ganzen Donations. Ich glaube, dass das heute wieder so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist am Anfang. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Kuss auf die Nuss und ein herzliches Willkommen an alle neuen YouTube-Mitglieder. Bussi auf das Nussi und natürlich ein ganz großes Dankeschön an alle Resubs und alle, die schon seit Ewigkeiten dabei sind. Triple F für die Moderatoren. Kuss auf die Nuss. Wir sehen uns am Micker mit dem Einkaufswagen. Renats, da bin ich gespannt, was das wieder für ein absolutes Chaos wird. Da bin ich gespannt. Ist übrigens zum Nachlesen im Discord, wie so die groben Regeln sind, aber vielleicht gibt es nicht zum Beachten. Das erkläre ich dann alles im Stream. So. Jetzt schleichen wir uns. Bussi auf das Nussi. War mir ein Festchen, hauen Sie sich rein. Auf wieder! Ja, so geht's nicht. Hobby! So, jetzt schaut das Land gewinnt. Vielleicht hat irgendjemand mal irgendeinen Tipp, was ich mit meinem scheiß Stream Deck tue. Also, das kann ich bloß noch aus dem Fenster werfen, den Scheißschrott. So, das war's. Okay, tschüss.